Buongiorno, Ladies and Gentlemen. Heute haben wir schon wieder einen Gast. Das Mal sind es nicht die zwei Dudes von Vicious Rain, sondern der wunderschöne Yannick von Paleface. Hallo. Guten Morgen. Paleface Swiss. Paleface Swiss, sorry. Ja, sorry. Ey. Achtung. Sorry, ich wollte kein Copyright Infringement durchmachen. Ja, Mann. Hey, geil, haben wir es geschafft. Ja. Ich meine, du bist so viel unterwegs jetzt. Echt spontan gewesen. Ja, aber voll. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Hey, merci, dass du Cool, kommst. geil. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen umdrehen, sonst kann ich dich gar nicht anschauen. Da. So, ja. Jetzt ist gut. So, du bist vor kurzem in Europa-Tour gewesen, vor einer US-Tour gewesen. Und jetzt gehen wir wieder eine US-Tour machen. Genau. Oder? Aber Headliner das mal. Oh, shit, boy! Wird heavy. Ja, Mann. Yes. Eben, wie viele Alben habt ihr jetzt raus? Zwei Full-Length und 2 EPs. Und Sicher mehr rausgebracht wie Zwei Iron Singles. Maiden in den letzten 3 Jahren. ja, Und das ist schwierig. Stravli. Und alles in 5 Jahren, oder? Ja, seit 2018 sind wir eigentlich 14. aktiv unterwegs. Also ja, 5 Jahre. Damn, das ist ja krass. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Hey. Ja, ich ein paar So, Singles und so. Ein EP und 2 Singles rausgebracht. 7 Songs. 2 Singles pro Jahr ist schon hart. Aber ja, nein, eben. Ist sehr cool, dass du dabei sein kannst. Was wir auch im Podcast machen wollen, ist, dass Leute dich besser kennenlernen. Wir wollen sicher von der Band hören, aber auch von dir selber persönlich. Ja, fix. Weil ich meine, es ist wirklich ein Sonderfall. Eine Band, die innerhalb von 2 Jahren vom Ebri-Gig auf eine Europa-Tour geht, oder US-Tour in dem Sinne, ist schon recht hart. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Storys. Ja. Yes. Aber fangen wir sonst mal von der Beginning, würde ich sagen. Weißt du, ich habe schnell eine Zwischenfrage. Right. Gibt's so, hast du ja gut, nein, sind wahrscheinlich zu groß schon für das. Aber habt ihr irgendwann mal so einen Ebri-Gig gespielt in Amerika, oder? Ja, wir haben nur Ebri-Gigs Nur gespielt. Ebri-Gigs, geil. Eigentlich. Geil. Absolut stabil. Also ja, es ist schon einmal ein bisschen grösser gewesen als Ebri, aber so... Gut, Amerika ist eigentlich grösser wie die Schweiz, von dem her. Ja, was ist das kleinste war, ist glaube ich 150 Cap Venue gewesen. Ah, das ist aber geil. Das ist Ja. geil. Das ist geil. Gut, das ist doppelt so viel wie das Ebri. Ja, aber es hat sich schon ins Ebri angefühlt, oder? logisch. Bringst du mehr als 50 Leute im Möbel? Ja, du 80. bringst 80 rein anscheinend. 80 ist so da. Aber ich glaube, wenn du 80 reinbringst, hast du nachher eine gute Zeit da drin. Dann kannst du sowieso Ja. wie Fisch, wie heisst es, die Sardinen bei SpongeBob. Ja, genau. Stehst einfach da. Ja, irgendwann gibt es einfach keine Luft mehr. Der letzte steht auf den Stegen dann. Ja. Rauf. Der lässt dich im WC rein. Genau. Yes. Nein, aber ich wollte mal, wir wollen mal hören, wie du angefangen hast mit Musik. Gehen wir Ja. ganz Also früh. wirklich ganz von vorne. Wir wollen wieder Also, wirklich... Also auch so, wenn ich die Gitarre in die Hand genommen sogar habe. noch vorher, früher. wie das erste Mal, wo du irgendetwas mit Musik zu tun hast. Yes. So, Ja. kannst du dich an das erinnern? Ja. Das erste Mal wirklich so das Gefühl gehabt, so, Also oh, mein Vater hat mir mal eine Halloween-CD gegeben. Walls of Jericho. Mhm. Seit dort ist klar gewesen Mhm. für mich. Und halt sonst schon mit AC/DC aufgewachsen und Led Zeppelin und alle grossen alten Rockbands. Ist gut. also, ihr habt alle viel coolere Gell? ältere Lieder. Weil ich habe Bon Jovi bekommen. Ja, Bon Jovi natürlich Ja. auch. Und nachher, nach AC/DC und Led Zeppelin ist dann eben Halloween gekommen und dann habe ich mega lange Halloween gesuchtet, bis ich dann LOIT gefunden habe. Alright, das habe ich nicht erwartet. Sehr lange LOIT gesuchtet. Nachher habe ich dann mal Rammstein entdeckt und dann Creator und dann Slipknot und dann ist es dann so ein bisschen so stegenweise aufgegangen. Also immer bis- wieder eskaliert. Ja, fix. Das ist ja eine interessante Reise von Halloween auf Roveti. Hättest du mal in einer Band mit Udo spielen? Ich kann mich mal vorgestellt bei so einer Folk-Metal-Band. Wirklich? Ja. Well. Irgendwo in Bachern-Bülach haben wir probiert. Was? Bülach? Fucking hell, warte jetzt, Bachenbülach. Warte. In so einem Industriegebäude. Wie hat die Band geheißen? Keine Ahnung. Ist es Celticon gewesen? Ja, Nicht? Fuck. Ja, es ist so. Mit denen haben wir mal komisch gewesen gespielt. mit denen, aber ich bin nur einmal bei denen gewesen. Nachher hat's mich Bachenbülach abgeschissen. hat so eine Folk-Metal-Band. Fuck, das muss ich rausfinden. Ja, ich glaube, die gibt's gerade nicht mehr. Ja, aber ist gut. Ich komme ja von dort. Ich habe da schon noch Connection. Aber ich bin irgendwie 1,5 Stunden rausgefahren mit einer Gitarre, mit einem Amp. Nur ein bisschen weg gewesen. Ja, fuck. Ah ja, die Strecke ist am Abend richtig asozial. Ja, das Ich stimmt. glaube sogar Mittag gewesen, aber irgendwie Oh. Samstagmittag oder so. Mhm. Ja, aber dann ist es nicht besser. Ja. Aber wie ist der, sagen wir so,
der Change gewesen, wo du gefunden hast, alright, jetzt will ich auch Gitarre lernen? Meine Mami ist Hebamme und... Ist was? Hebamme. Also sie hilft Geburtshelfer. Müttern. Genau. Ah, alright. Ich Hebamme. kann das Wort nicht kennen. Und sie hat... Ich weiss nicht, kann ich das so sagen? Oder ist das Copyright? Also so... Was? Also sie hat... Ich weiß nicht, ob ich das kann Du darfst sagen. alles sagen, wir schrauben es vielleicht im Nachhinein raus, aber du darfst, Sie hat wir finden es dann raus. die Frau vom Yeah! entbunden. Und das Yeah! ist ja Gitarrist. Yeah! What the fuck, Alter? Und nachher hat sie ihr erzählt, sie hat dann Nachsorge gemacht bei ihr. Also sie ist dann zu ihr heim und hat geschaut, ob beim Kind alles gut ist und so. Und nachher hat sie meine Mami ihr erzählt, so, eben, mein Sohn hört halt auch Metal und sie erkennt das. Yeah! Und kann ich ihn nicht mal mitnehmen. So. Mhm. Ja, und dann sie so, ja sicher. Nachher bin ich dort hin, habe ihn Yeah! kennengelernt und dann... Wie alt bist du? Gute Frage. Wahrscheinlich so 13, 14. Und nachher habe ich gedacht, so, Mami, ich will das auch. Und dann habe ich mir eine Gitarre Ja, und gewünscht. jetzt sitzt du da, ja. Ja. Fucking Das ist hell. so wie ein Filmmoment, so wo jemand einfach so der Hand gibt, so wie You're next. Ja, wie bei Tenacious D, wo der Dio kommt. Ja, eben. Das ist der Pick of Destiny, also. Ja, Fucking ja, hell. und sie dort spiele ich Gitarre. Also, Ja. ein halbes Jahr später habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. Oder? Erste Band. Also erste Gitarre ist zuerst mal wichtig, ja. Ah, ja, Wir sind ja erste 3 Gitarre, Gitarristen. Wir müssen Stimmt. irgendwie Kann das eine- Publikum noch kann richtig eine Dings alienaten, haben. indem dass wir einfach völlig anfangen zu nerden über Gitarre. Mhm, das ist gut. Gut, du bist nicht so der Gitarren-Nerd, glaube ich. Aber... Ja, doch. Ja, schon. Und schon ein paar. Ja, du hast es... Ja, gut, das stimmt. Erste Gitarre war ein Chord. Redline hat die geheissen, dort, die Serie. Geil, mit Floyd Rose. Das war das Hure geil. Nie Fixed Bridge gespielt, nie Fixed Bridge spielen. Der Janik auch schon das Komplizierteste, was du haben Ja, kannst. fix. Ja, aber darum findest du es nicht schlimm. Nein, kennt ja, gar nicht machst du anders. seit dem Anfang. Kennst du oder? gar nicht anders. Eben. Und ja, die erste Band war halt «Was». gewesen. Ist «Was»? Also so meine wirklich erste Band. So. Mhm. Wie alt bist du, als du was angefangen hast? Bist ich so 16. 16. 17 Übrigens, so. Sacrifice with the Scythe findet ihr auch auf Spotify. Ja, Könnt ihr fix. hören. Und eine gute ja, Sache. dann sind wir halt ein bisschen in der Schweizer Local-Szene unterwegs gewesen. Mhm. Mit Eversys gespielt, mit Whiteout gespielt. Yes. Alles geil. Eine richtig geile Zeit gewesen. Also. Mhm. Ja, Ich bin also, mega dankbar, das ist wirklich geil. dass ich die Zeit erleben durfte. In der Schweizer Local-Szene. Also erzähl mal. Mädel, Alter. Aber nicht so schnell. Also, ganz langsam. Sacrifice with the Scythe. In welchem Jahr hast du das angefangen? 2015. 15. Alright. Und wie war damals Schweizer Szene, wo du gerade angefangen hast? Das war geil gewesen. Also so mit Amongst Pariahs. Pariahs? Und die Convolution war schon da gross gewesen. Ja. Und du hast alle Wochen hast irgendein geiles Konzert gehabt, oder? Mhm. Das stimmt. Das stimmt, es ist ständig. Und dort ist, ich habe gefunden, dort ist halt der Local-Zusammenhalt noch so richtig da gewesen. Hast du so richtig Ja. gespürt, so Mhm. die Schweizer Local-Szene lebt. Gell? Ja. Mhm. Und Anthem for Dying Day war auch gross gewesen dann. Stimmt, Haben auch ja. viele Konzerte gespielt, habe ich Aha. auch geil gefunden. Ja, du hast recht früh die Jungs von Anthem kennengelernt, oder? Ja, also sie haben auch das erste Konzert für uns organisiert in der Schweizer Local-Szene. Mhm. Wo ist sie? Im Goktor, Solten. Mhm. Ah, stimmt, die sind ja von dort in der Region, oder? Sie sind, also ja, Solothurn, oder? ja, so Solothurn, ja. Oder? Ja. Aha. Auch Solothurn sind Mhm. sie. Ja, und dann war es einfach geil gewesen. Mhm. Und immer wieder mal ein Konzert gespielt. Und Ja. nachher hat es ein bisschen, was ich sage, bis zu Corona ist die Schweizer Local-Szene da gewesen und nach Corona Meinst du weniger? schwieriger. Also ist es dann halt schwieriger gewesen, dass wieder das Ganze ein bisschen auflebt. Also so habe ich das empfunden. Mhm. Nein, das hat schon ein bisschen was. Es hat schon wieder viele Sachen, aber es ist nicht mehr so... Gut, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass man dort... dort, wo Corona angefangen hat, bin ich 25 gewesen. Ich war halt auch noch ein bisschen mehr dabei und ein bisschen mehr so jung Scheiß am machen. Ja, genau. Und dann ist es natürlich über 3 Jahre gegangen, also 2,5 Jahre. Ich meine, euch Konzert ist halt ziemlich das erste grosse gewesen, nachher wieder dort Ja. mit Landmarks. mit Landmarks als Vorband. So. Und, Ja. dem Werk im Baden? Genau, ja. Alright, ja. Das war geil gewesen. Das ist wirklich sehr gewesen. Dort habe ich kurz mal ein paar Sekunden mal Angst um mein Leben gehabt. Das ist Ja. eine stabile Show. Aber Aber da kommen wir später nochmal dazu. Vor allem, was cool war, dort hast du wirklich alle gesehen, die schon über die letzten 2 Jahre auch nicht mehr Ja, gesehen hast, voll. oder? Alle im einen Ort, oder? Ja. Das ist einfach so... Ja, weil es halt so das war, was halt gerade so gelaufen ist. Also ich glaube, wir hatten einen geilen Zeitpunkt
für das Konzert ausgewählt, oder? Ja, es ist, glaube ich, wirklich das erste Konzert, wo ich ohne Maske weggestanden bin. Weil sonst hast du ja schon ein paar Local-Shows gehabt, schon ein paar Konzerte, aber du immer Masken anhaben und so und Abstandsregelungen oder halt einfach, nein, du hast nicht mal mehr Masken anhaben, du hast doch einfach quasi geimpft sein und 3G, einfach die komischen, weiss ich auch nicht, was das alles war. Und ich war das erste, wo einfach wirklich wieder FFA für jeden war. Ja, nein, aber eben, Anfang Sacrifice with the Scythe, mit welchen Bands hast du damals eben so Konzerte gespielt, wo du kannst aufzählen, wo vielleicht nicht mehr gibt oder vielleicht gibt es die immer noch? Ja, Whiteout, Eversys, also alle, die es noch gibt. Nein, also es kannst auch einfach, es könnte Bands sein, die es nicht mehr gibt, Bands, die es immer noch gibt. Ja, dann Amongst Pariahs. Amongst Pariahs, ja. Pariahs, Entschuldigung. Scheiße. Wir haben eben den Dave. Ja, warum? Aufpassen. Ja, gute Frage. Ja, Save Your Last Breath ziemlich sicher auch noch. Ja, gestimmt, ja, Save Your Last Breath. Dann die Atlas Frame. Ja. Yes, haben wir nicht einmal noch... Atropas. Ja. Haben wir mal mit Expello gespielt oder so? Ja, auch in Solothurn, wo das in dem Keller unten, das Hardcore-Fest. Das Hardcore United Fest? Nein. Nein, Luzern. Das sind nicht Beringen, sondern... Weiß auch nicht. Aber eben, ich glaube, und die von Unified Move haben das organisiert, glaube ich. Ja, dann ist schon da Dings, was sie Ende Jahr machen, oder? Ich weiß es aber nicht auswendig. Alright. Ich glaube, das läuft immer noch, das Ding. Eben, ich glaube schon, ja. Ja, und dann haben wir auch mit ein paar ausländischen Bands gespielt. Wir haben mit der Prophecy 23 gespielt. Mit Cypcore haben wir da mal spielen. Mit Cypcore auch? Ja, geil. In Deutschland. Stimmt, das hat der Mike schon erzählt. Ja. Alle haben mit Cypcore gespielt. Cypcore war so geil. Cypcore hat mich richtig krass. Also ich habe nichts erwartet von denen. Es war wirklich geil gewesen. Einfach die ganzen fucking Masken und Attire und Lichter und so ist schon krass. Ja, und die zwei von denen haben ja mal einen richtig bekannten YouTube-Kanal gehabt, wo es so Metal-Covers gibt. Das ist UMC. Metal-Covers. Hast du von UMC Cypcore? Ja. What? Das sind die jetzt? Also ich weiss nicht, ob er jetzt so dabei ist bei Cypcore, aber damals, wo wir mit ihnen gespielt haben, sind die zwei, der Drummer und der Gitarrist, die haben das UMC Metal-Covers. Das habe ich nicht gewusst. Ja, was? Ja. Aber ich glaube, sie sind nicht mehr im Fall. Ich glaube, sie sind nicht mehr dabei. Ja. Und irgendeiner ist mal noch gestorben von Cypcore. Also die hell. Ja. Aber ja. Damn, alright, das habe ich nicht gewusst. Ja, voll. Ja, es ist halt Local Bands. Das kann selber überlegen. Ich weiss, das ist eine von meinen Favorite Erinnerungen in meinem Leben, wo wir, der Butch und ich sind am American Festival gewesen und so, Hände verladen, Alter. Und dann irgendwann kommt so von hinten so einer so, hey Jungs, ihr sind doch die zwei von Versus. So, what the fuck is going on now? Dann ist einfach der Yannick gesehen, ist geil, wir spielen gleich ein Konzert zusammen. Und wir so, dann müssen wir jetzt saufen. Und dann haben wir das, glaube ich, durchgezogen. Ja, weil ihr immer Eversus-Stickers verteilt habt. Und ich habe die überall gesehen, ich so, Alter, ich kenne die. Und nachher haben wir noch geschnupft miteinander. Stimmt, geschnupft haben wir auch noch überlegen. Das war geil gewesen. Ich habe das Gefühl, du bist auch ein Social-Typ immer gewesen, oder? Mit vielen Bands geredet oder immer Connections ja, kann man schon sagen. Ja. Also ich bin schon eigentlich ein Scheuchen, wenn es so geht darum, über alles zu sprechen oder so. Aber dort habe ich auch schon 2-3 Bier gehabt. Ja, das ist schon. Denke ich so, geil. Es ist im American Festival am Nachmittag um 3 oder so. Ja. Also dort ist... Kennen wir ja. Also, kennen wir ja alle, oder? Aber ich habe auch das Gefühl, also man ist, weil ich bin auch schüch, aber wenn es um Metal geht, dann kann ich ziemlich schnell... ist schon anders. Also geil, weil die Leute sind halt auch so ein bisschen offener. Oder? Eben. Ist so, wenn du im Ebri chillst und dann hörst du etwas sagen von Band, kennst du ja, ich kenne die Band auch. Und dann fängst du an zu diskutieren, so, nein, die ist besser. Ich fangst gerade instant an. Haten, weil er sagt, ja, aber das ist nicht True Covulta, sondern nur Covulta. Und du so, ja, okay. Nein, aber eben, du hast nicht mit Beatdown angefangen. Oder mit Deathcore. Ja, erzähl mal so deine Soundentwicklung, das ist schon sehr interessant. Ja, ich habe immer Thrash Metal spielen eigentlich. Oder? Und ich habe das auch probiert immer durchzusetzen, aber es ist nie wirklich angekommen. Nachher habe ich halt dann so ein bisschen, ein bisschen Schlangenlinie, mal dort, mal das gespielt. Ja. Durch den Ramon habe ich ja viel Deathcore dann auch gehört. Durch den Mike habe ich, also das was Mike, der Mike Affot, Mike, der Ghost Inside auf Instagram. unser Korrespondent, habe ich dann auch viel Hardcore gehört. Er hat mir
meine allererste Hardcore-Band gezeigt, First Blood, im Zug, das weiss ich noch. Danke, Mike. Er hat mir auch angefangen, Beatdown zu zeigen. Wirklich? So und durch den Super Chai, der ehemalige Gitarrist von Sacrifice, das heisst, er war auch so ein bisschen Hardcore, Beatdown, Deathcore gewesen. Ja, und nachher haben wir halt, ja, es hat ganz viele Einflüsse auf mich gekommen, oder? Aber geil. Ich glaube, Sacrifice hat auch eine rechte Mischung von Sounds, oder? Ja. Von, ich meine, zum Teil eben thrashige Sachen, Ja, zum Teil melodische Sachen, oder? Ja, ich war schon immer jemand, der eigentlich gerne, ich hätte am liebsten alles gespielt, oder? Dann habe ich dann gemerkt, so am liebsten so in einer Band würde ich am liebsten Thrash Metal, Modern Metal, Deathcore, alles zusammen. Alles. Ja. Aber dann, ja, dummerweise mal bei Paleface angefangen, ein EP aufnehmen. Ja, aber ganz langsam. Wir müssen Details geniessen, wirklich alles in der Zeit. Nein, eben, also Sacrifice 2015 hast du gesagt? Bis 2019. 19, oder? Ja. Genau. Aber da haben wir uns kennengelernt. Wir haben das auch in der Wall Street Bar kennengelernt, an dem Montagabend, mit 8 zahlenden Gästen. Das ist der Gig, wo er immer davon erzählt. Dort wäre ich so gerne, glaube ich, gewesen. Ist einfach so eine Bankerbar gewesen, oder? Gerade neben Banken und so. Und dann hat noch so eine Hardcore-Band aus UK gespielt. Oldboy, ja. Das ist etwas, was ich wirklich auch, also das ist so ein Moment, wo du einfach, glaube ich, dabei gewesen sein. So eine Bankerbar, eine UK-HC-Band, ihr 2 Vögel und einfach noch der Rest von der Truppe dabei. So, das also es war geil gewesen. Das glaube ich. Ich habe letztens noch ein Video gefunden von dem Gig im Drive. Ich habe auch noch den Gig. So lustig. Auf Snapchat habe ich so Snapchat-Memories sind sie jetzt mal gekommen. Ja. Geil. Das ist lustig. Snapchat schon so lang? Ja. Fucking hell. Welches Jahr ist das gewesen? Keine Ahnung. 17? Und 16, 17. Genau, weil nachher ich habe recht sneaky dann dir irgendwie so Demo-Ideen geschickt, so wie, hey, was denkst du und so. Und nachher gesagt, das ist nicht schlecht. Ja, und wir haben mal auch so wegen Kabel und so geschnurrt. Du hast, glaube ich, ein Kabel nicht gehabt. Oder ich habe ein Kabel nicht gehabt für mein Pedalboard. Ja, und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Voll. Nachher hast du auch unsere ein Single produziert und nachher unsere zweite EP. Eben, ja. Wie hat die Single geheißen? Strike Back, genau. Geiler Song. Das ist geil. Eben 2017 ist der, glaube ich. Ja. Voll. Eben, 18 haben wir dann Painful Truth rausgebracht. Ja, damals habe ich noch bei meinen Eltern noch aufgenommen. Genau, in Urdorf. Irgendwann hat meine Mutter nicht mehr so gesagt, zu viele tätowierte, bärtige Dudes da rein. So bärtig sind wir gar nicht gewesen. So lustig. Mit dem Mike haben wir da sogar noch Vocals dann aufgenommen bei jedem Heim, weißt du noch? Ja. Für Strike Back. Ja. So geil gewesen. So meine Mama-Story. Also, was machen die Leute am Schreien? Was machen die im Ricky im Zimmer? Es ist schon lustig, dass ich nie Beschwerden bekommen habe wegen dem Lernen. Das ist schon lustig. Und die haben einfach alle Angst gehabt, weil sie euch gehört haben. So, okay, nein, da gehen wir nicht rein. Und Strike Back ist meine Abschlussarbeit in der Berufsschule. Im Allgemeinunterricht. So von Riff-Idee zu fertigen Songs. So. Geil. Ja. Darum habe ich dich ja dann gefragt, ob du kannst helfen. Ja. Wir haben so einen Bullshit machen. Die haben ein geiles Zeug können. Wir haben selber wählen, was wir machen können. Ja, wir haben das selber wählen. Zwischen diesen 2 Leitplanken. Und die 2 Leitplanken sind einfach beschissen gewesen. Geil, dort, wo wir aufgenommen haben, habe ich dort schon mein Bett geopfert für den Studiotisch. Ja, du hast dann am Boden geschlafen. Ja, stimmt, ja. Ich habe mich mal entscheiden, entweder der riesen Puls oder mein Bett. Und ich habe das Bett gerührt. Ist das der gleiche Tisch, wie du immer noch hast? Ja, das ist riesig, Alter. Im Studio, ne? Das ist ja riesig. Der ist riesig, aber eben, es hat keinen Platz mehr für mein Bett. Und nachher habe ich einfach die Matratze gegen die Wand da und einfach so mit der Schnur. So. Genau. Das war auch gleichzeitig ein Absorber gewesen. Und nachher, wenn ich fertig produziert habe oder gemischt habe, was auch immer, einfach vom Boden. Das habe ich mit 2 Jahren gemacht. Oh, geil. Ja, Prioritäten sind Opfer bringen. Ja, du, aber es gibt Schlimmeres, wie mit einer Matratze am Boden pennen. Ja, ist wirklich nicht schlecht. Ja. Hauptsache Matratze. Also Matratze. Lustige Scheiße. Ich habe glaube bei irgendwelchen kleinen Scheissgigs schon wesentlich schlimmer pennt, wie mit einer Matratze am Boden. Nein, aber eben, dann, ihr habt in dem Fall
mit Sacrifice nicht 2 EPs rausgehauen. Genau, und eine Single. 2 EPs und eine Single. 2 EPs und eine Single. Und nachher, während dem hast du eben Paleface angefangen, oder? Genau, ich habe dann den Zelli kennengelernt. Ja, das ist interessant, weil ich habe quasi alles so von der Seite so erlebt. Weil ich weiss, du hast versucht, Beatdown-Riffs in Sacrifice with the Scythe reinzubringen. Genau, ja. Weil ich das auch schon irgendwie geil gefunden habe. Ja, dort, aber also. irgendwie dort hat es nicht gepasst. Ja. Aber es ist spannend, dass du nachher einen Ort gefunden hast, was richtig bloomt hat. Oder? Genau. Ja. Ich habe dann den Zelli kennengelernt. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, eben, er hat das Brandprojekt und er sucht eigentlich einen Gitarristen. Ich so, ja, ich kann ihm schon helfen. Also, ich habe dann halt gedacht, ja, ich helfe jetzt ihnen. Ich nehme jetzt einfach mal eine EP auf, so 3 1-0-Riffs. Ist einfach, oder? Dumpf. Ja, und nachher haben wir halt zusammen Songs geschrieben. Und eigentlich habe ich ihnen nur geholfen, weil ich halt ihnen wollte so Songs geben, dass sie dann etwas suchen können, oder? Und nachher haben wir dann, die erste EP aufgenommen. Weil Paleface ist ursprünglich ein Side-Project von dir gewesen. Genau, ja. Eben. Aber das Ding... Also eigentlich bin ich ja nur Studiogitarrist dort am Anfang. Ja. Und nachher, die EP haben wir auch selber produziert, also wirklich komplett DIY self-made. Der Zelli hat es dann selber auch noch gemixt und gemastert. Chapter 1, ja. Darum tönt es wie, als hätte man auf einem Toaster aufgenommen. Ist der neu Spotify? Ja. Alright. Ja. Genau, und dann kurz nachdem die EP rausgekommen ist, ich dann den Marc gefragt, kannst du nicht nochmal etwas für uns aufnehmen? Und dann haben wir dann Chapter 2 geschrieben. Und Chapter 2 ist irgendwie, es ist irgendwie ein kompletter Song und nachher ist so recht viel so Soundscape-Zeugs. So. Also wir haben, der längste Song geht ja 7 Minuten, das ist die Deprivation Method. Und dann haben wir schon noch 2, 3 andere Songs. Und nachher haben wir dann immer noch so, auch bei Chapter 1 noch so, wie so ein Intro, so ein Mittelsong, wo halt wirklich nur so spooky Sounds sind. Ja. Aber Dings, gell, Deprivation Sound ist es? Deprivation Method. Deprivation Method. Hat er irgendwie recht viele Features und so? Genau, dann haben wir von damals den Sänger von Mental Cruelty, der Luca. Dann die von Parshur und Vicious, X-Vicious. Heissen die. Das sind, glaube ich, die 3. Aber Dings, hat der Zelli vorher in anderen Bands gespielt? Weil er ist schon aus dem Nichts einfach gekommen. Einfach so wie er war einfach ein Local Head, der Bock hatte auf eine Band. Die erste Band und Das ist schon krass. Und auch der Drummer von uns hat nur so Internetbands gehabt, weißt du, wo er halt einfach das Zeug aufgenommen hat und dann aber rausgeschickt hat. Oder sie hat nie geprobt und nie Konzert gespielt. Das ist schon krass. Ja. Also ich bin der Einzige mit wirklich Banderfahrung dann in dieser Band. Wir sehen es absolut nicht, wenn wir euch live gesehen haben. Ja, genau. Ja, also gut, logisch. Mittlerweile haben wir auch so 1-2 Konzerte gespielt. Aber es ist wirklich, also der Zelli ist ein verdammt guter Frontmann. Nicht nur, dass er ein verdammtes Biest an der Vocals ist, er ist einfach auch eine Show. Er ist wirklich er hat das Aussehen von einem Rockstar, er benimmt sich wie ein Rockstar, er kann irgendwie eine Crowd kommandieren. Es ist wirklich... Und ihr zusammen, man sieht auf der Bühne, ihr habt so richtig Präsenz, oder? Was eigentlich, siehst du nicht von jeder Band im Fall. Es gibt auch sehr krasse Bands, wo Leute einfach im Hintergrund sind, oder? Und das Zeugs machen. Aber ich habe das Gefühl, weil ihr sind auch nicht 6 oder 7 Mitglieder, wie Slipknot zum Beispiel. Nein. Wir sind einfach 4. 4. Ja, es ist eben so draus. Du hast gesagt, es ist wirklich einfach... Auffressig. Ja, das ist uns halt auch wichtig. Also wir sagen uns immer so, hey, wir wollen einfach abgehen und wir wollen, dass die Leute sehen, dass wir Spass dran haben. Und das ist uns auch persönlich wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich abgehe zu dem. Ich will nicht einfach dort stehen, meine Riffs spielen. So, ich muss, du machst schon easy höhere High-Kick im Fall. Ja, das habe ich mir verletzt. Die Filter gesehen. Ich so, ja, machst du Yoga? Tatsächlich. Muss ich mir mal anschauen. Ich habe es am Lautfest gesehen, oder? Wo wir eingesprungen sind. Und er so, pow! Und ich so, holy shit, Alter. Karate Kid. Karate Kid, ja. Ja, Gott, ich meine, unsere Musik ist so schwer, glaubst du, einfach nur dort stehen und spielen. So. Eben, ich meine, es ist auch ziemlich einfach zum Spielen so. Und darum, warum soll ich dann nicht abgehen, weißt du? Aber in dem Fall, Chapter 1 war so ein Studioprojekt. Richtig. Chapter 2 ist dann schon so Hälfte. Dort haben wir auch schon erste Gigs gespielt, dann im Ebri. Bei Chapter... Ebri für immer. Einmal im Ebri, immer Ebri. Hey,
Aber Chapter 2, ich habe so das Gefühl, so irgendwie, man hat so den Rumbles gehört, so langsam von den Leuten, so wie, ja, perfekt. So. Ja, fix. Dort hat es angefangen, ja. Eben, gell? Ja. Es ist so Vor wie, allem eben mit dem Deprivation Method, weil wir halt so viele Features hatten, ist der Song halt auch so ein bisschen Ja, haben es wahrscheinlich auch ein paar Bloat, mehr Leute oder? gehört, wie Genau, es sonst ja. gehört hätten. weil halt eben Mental Cruelty hat Reach gehabt, Parshur hat Reach gehabt, X-Vicious hat Reach gehabt, so. Die haben das natürlich alle geteilt und nachher sind wir in die Beatdown-Szene reingerutscht. Ich habe das Gefühl, ihr seid sehr strategisch gewesen vom Anfang an, irgendwie, oder? Ja, wir haben halt, also das ist nicht von mir gekommen, das ist einfach von Mark und dem CJ gekommen, wirklich so das Konzept schreiben, weil Chapter 1 und Chapter 3, das hängt alles zusammen. Also bevor wir Chapter 1 geschrieben haben wir schon gewusst, was in Chapter 3 passiert. Und das hängt alles miteinander zusammen. Also das ist so Storyline aufgebaut. Konzeptalben, oder? Ja. Und das ist, glaube ich, schon etwas gewesen, was auch recht so boomt hat, weil es hat ja noch nie wirklich jemand gehabt. Ja, es ist vor in der allem Local-Szene, Ja, weißt es du. ist vor allem auch recht rasant aufeinander gekommen, das Zeug dann durch das. Mega. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach so, ja, gekommen und dann so 2 Jahre nichts und dann nochmal genau. etwas. Sondern ich habe das Gefühl, wir haben eine rechte Taktik, also recht taktiert, so jetzt kommt Ja, und auch das scheiß Corona, sorry, aber es hat uns so viel gebracht. Wir haben, kurz vor Corona haben wir 5 Songs geschrieben von Chapter 3 und die haben wir dann raushauen und nachher ist die Pandemie gekommen. Ja. Und nachher hat unser Management gesagt, weil dort haben wir dann auch unser Management gehabt, so hey, komm, machen wir gerade das Full-Length-Album und schreiben jetzt noch 3 Tracks, so, jetzt haben wir Zeit, weil jetzt ist steht alles still, oder? Nachher haben wir dann Chapter 3 rausgebracht und halt viel im Internet Werbung gemacht, die scheiß Videos gemacht. Ja, die scheiß Videos, die so richtig... Die dummen Videos. Die haben einen Helikopter gehabt. Nein, ich meine die Videos, die lustigen Promo-Videos. Ah, die die Teaser. fucking hell, die habe ich vergessen. Ja, der Stuhl. Sorry, genau. neben dem Büro, gibt es den noch? Haben die den Bürostuhl noch? Ist Alle der irgendwo? kaputt. Alle kaputt. Aber haben die sie wenigstens irgendwo begraben, beerdigt? Haben die Alle vorgerührt. Aber stimmt, ihr habt so Comedy Ja, TikTok das ist eben das, genau. So gut das ist so das habe ich das, voll wo- vergessen. Aha. Eben vor allem der Stuhl, oder? Der hure Bürostuhl. Habt ihr mal einen Bürostuhl in einem Gig mal gesehen? Im Mosch? Nein. Also, habt ihr euch schon mal überlegt, einfach einen Bürostuhl als Merch-Artikel rauszubringen? Weil der Haben wir wird uns auch ganz, schon der wird überlegt, ganz ja. sicher gekauft werden. Der wird ganz sicher Ich kann vergessen, ihr habt das auch gemacht. Ja. im Fall, ja. Was heisst auch? Wer hat das? Sie haben es gemacht, sonst haben es ja niemand gemacht. Nein, eben, dass Aha, sie auch die also, Phase aha, hatten. ja, eben. Genau, okay, und das okay. ist schon Mhm. Chapter 3 dann gewesen, oder? Und während Corona und all dem ganzen Kack, oder? Ja. Wie Es ist- haben die auch die Videoclips nachher gemacht, oder? Von... Wir haben dann einmal hat's im Sommer 2020 hat es dann kurz mal, sind ja dann die Grenzen zu Deutschland auch wieder aufgegangen und nachher haben wir das erste Musikvideo sind wir filmen und nachher haben wir dann Wer war der erste gewesen? The Curse Us Curses. Der mit Und- den Chains und so. mit Galgen, wo wir uns aufgehängt haben. Ja, stimmt. Und dort, wo er verschossen worden sind. Und Und, wo- dort, wo eigentlich das ganze Musikvideo Genau. nicht mehr kannst auf YouTube schauen, weil einfach, ja, wirklich. Ja, ist auch zensiert worden und alles. ist das schick gewesen. Ich habe so mit Janik einfach irgendwann mal so geschrieben, hey, Brudi, ich kann euch ein Video nicht mehr schauen. Ich finde das Video nicht mehr. Und dann er Aber gesagt, Mama, das ist schon noch da oben. Ja, ist einfach unzensiert alles, ist einfach auf alles, unserem YouTube-Channel. ist einfach alles Ding. Ist einfach alles weg jetzt. Ja, nachher hat sie dann alles wieder zugemacht und nachher haben wir dann Chapter 3 rausgebracht, Ende 2020. Ja, und dann haben wir gerade angefangen, Fear and Dagger zu schreiben. Ja, Weil es hat alles noch zugehört. So. Ja, das ist eben, es gibt wirklich, du hast vorher gesehen, während Corona hat es so 2 Arten Bands gegeben. Die Band, die einfach quasi dann nichts gemacht hat und dann oft auch kaputt gegangen ist an Richtig, Corona. ja. Und dann die einfach das Gefühl haben, so, ja, fuck it, Alter, jetzt machen wir einfach, jetzt nehmen wir uns mal Zeit. Und die sind definitiv, glaube ich, jetzt nicht schlecht da. Ja, fix. Also ja, durch Corona, ja. Meinst du, es wäre auch so explodiert, hätte das nicht, Keine hätte Ahnung. nicht so viel Zeit? Ja gut, wobei ihr habt Also ja... ich kann noch nicht sagen, ob das Ja, so logisch gewesen nicht, wäre. weil- nein. Wenn alles offen gewesen wäre, jetzt im 2019 bis 2021. Ja, Ich weiss nicht, ob wir dann uns so viel getroffen haben, weil der Zelli und ich haben das immer getroffen im Bandraum, wirklich fast jeden Tag. Wir sind weil- fast jeden Tag, ihr habt immer Stories gemacht, Ja. fast jeden Tag. Und so, damn, ja, ich arbeite ja viele Jungs. Ja, weil, eben, was hast du so schwer machen? So, Wie der hast du ja nichts Domi, können dürfen machen. wie der oder? Domi im Krankheitsbereich arbeiten, also im Pflegebereich arbeiten und darum einfach 24. Wir haben einfach 8 Wochen können proben, weil der Domi müssen durcharbeiten. Das war auch heavy gewesen. Ja, aber es ist geil. Also gut genutzte Zeit. Ja, fix. Mhm. Und dort eben, ich meine, wir haben eh nichts zu tun. Also. Ja. Ihr habt das coole Videoclip noch mit dem Auto. Was war es für das Auto? Mit dem Mustang. Mit dem Mustang und der Helikopter ist das gleiche Video, oder? Ja, ist alles gleich. Das ist mit dem Flow von Landmarks, oder? Richtig, ja. Das ist ein geiles Video. Das war die erste Single von Fear and Dagger. Also ich habe das die Video wir geschaut und gebracht einfach gedacht, so,
Jawohl, sie haben den Helikopter. Alles andere ist egal, aber wenn du heutzutage einen Helikopter im Video hast, weil es ist nicht notwendig, dass du einen Helikopter hast, du musst eine Drohne nehmen und filmen. Das wäre so dumm. Ja, wir haben ja nicht vom Helikopter aus gefilmt. Ja, wir haben genau. Ja, dass der Helikopter genau, landet. der Helikopter ist einfach bei euch. Sonst hast du früher halt Helikopter-Shots gehabt für so Luftaufnahmen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, der Helikopter ist einfach nicht zum Filmen, aber der ist nicht zum Protzen. Das ist einfach geil. Es war schon so, dass wir halt schon dort einen gewissen Reach haben und durch unsere Fans damals haben wir dann können auch das Musikvideo finanzieren. Also, die Leute haben ja gekauft von uns. So. Darum, also es ist nicht einfach so aus dem Nichts. Ja, nach Curse ist es ja... Ja, und dann ist ja das Chapter 3 gekommen und dann Chapter 3 hat sich auch relativ gut verkauft und so. Wie ist dort, weil da ist so quasi der Rise, könntest du sagen, so der richtige Chapter 3. Ja. Wie war das gewesen? Von einem Tag zum anderen? Wo ich so, what the fuck, Alter? Nein, es ist schon so, wirklich so eine Kurve gegen oben gewesen. Also jeden Tag haben wir mehr Fans gehabt, mehr Leute, die uns geschrieben haben. Und schon aber ist vor dem Curse als Musikvideo schon gekommen? Oder? Ja, aber nur wenig so. Also vor dem Curse als Video haben wir halt so auf Chapter 2 so 1000-2000 Streams gehabt und dann haben wir gedacht, Alter, wurde geil, weißt du? So. Ja, weil ich habe eben das Gefühl gehabt, so voran ist so, ja, Paleface, irgendwie, sie machen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, sie machen viel, aber ist jetzt nicht so, dass da gerade so noch so eben Weltraum reinkommt, sondern einfach so, aber es läuft und dann haben wir das Curse als Video gebracht. Und das Ding ist einen Tag draussen gewesen, ich habe es geschaut und einfach so gedacht, okay, jetzt übertreiben sie es. Jetzt kommt es. Und dann habe ich aber auch, der Counter vom Video ist ja auch einfach gerade instant rauf. Ja. Aber wahrscheinlich, eben, weil es einfach so ein gutes Konzept war. Du hast und eben, ich finde, es ist auch relativ gut produziert gewesen. Ja, eben, also, weißt, es ist halt sehr professionell auch das alles. Oder? Und wir haben das ja auch wollen. Also, wir haben wirklich etwas Professionelles rauszubringen für eine Beatdown-Band. Weißt du, was ich meine? So. Ich finde ja, vor allem, es ist... Sorry, Ricky. Es ist auch es ist wirklich hure. Ich habe das Video geschaut, also dachte so, damn, Alter, da hat jetzt aber jemand Kohle in die Hand genommen für das. Das kommt gut. Und dann ist es natürlich auch ein Video, wo natürlich... Ja, jetzt sagen wir mal, nicht so für nicht leichte Kost ist. Also es hat sicher auch geholfen, nehme ich an, das Video so ein bisschen... Ja, voll. Es war ein Film gewesen. Es ist wie ein Film, ja, vor allem, es ist einfach fucking brutal gewesen, es ist Blut geflossen, es sind Leute gestorben, es ist wirklich so kontrovers gewesen, dass es halt wirklich einfach auch... Ich habe das Gefühl, es gibt auch... Die Leute haben Ja. Es ist wahrscheinlich auch etwas, was die Leute geschaut haben wegen dem Video selber, nicht nur wie die Electric Callboy Musikvideos. Also wenn die ein neues Video rausbringen, schaust du nicht unbedingt nur wegen dem Song, sondern einfach, du weißt ja, das Video wird genial. Ja. Und eben für so eine Band, die so Musik macht, sind so Videos nicht tagtäglich. Weil sonst hast du so Slipknot, aber die sind ja nicht mehr so brutal. Mittlerweile Videoclips sind irgendwie wie Lyric-Videos. Jeder ist irgendwie gleich. Ist einfach eine Band in einem verlassenen Gebäude oder auf der Wiese. Ja, ist schon relativ schwierig, heute noch etwas rauszubringen, wo noch so einen gewissen Kick hat, oder? Ja, euch ist so wie ein 90s-Action-Film gewesen. Ja, und auch eben das Dead Man's Diary. Ich meine, das ist also wirklich so, wir haben das wählen, so dass es wieder so ein bisschen krass wird. Das haben wir geschafft, aber das ist wirklich... Ja. Nein, ich finde, Chapter 2 haben die irgendwie recht in einem Zeitpunkt released, wo irgendwie Beatdown sind, ist einfach voll so der Highpoint von Beatdown irgendwie, habe ich das Gefühl, oder? Es ist genau der perfekte Moment rausgekommen. Ja. Gerade gekreuzt, oder, mit dem, so gute Musik, guter Sound, eben mit den Features, die du gesagt hast. Und Beatdown ist einfach gerade... Es ist einfach voll im Hype gewesen. Voll im Hype gewesen, voll. Ich habe das Gefühl, so, fast alle haben Beatdown dort gehört. Ja. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie das sich so entwickelt hat. Aber du hast gemerkt, ihr seid vor allem jeden Tag im Studio gewesen. Also voll. Das habe immer eure Storys gesehen. Eben, und auch die Storys, wir haben wirklich so zeigen, dass wir einfach so dumm sind, weißt du, und so nur Scheiß im Grind haben und haben halt alles gefilmt. Ja, das ist eben wirklich, es macht dich auch quasi wie greifbarer. Du hast das nur ein Musikvideo und dann hast du vielleicht Leute, die nicht wie wir zwei euch persönlich, also gut, der Rest von der Band kenne ich nicht wirklich, aber dich kenne ich persönlich, aber nicht euch schon mal quasi so nah gestanden sind, dass wir euch anlangen so. Und dann hast du quasi wie das Video und denkst so, boah, damn, das sind ja riesen Stars, also weißt du, das sind ja riesen Band und so. Und dann kommen die funny Instagram-Videos, die einfach so relatable sind, wo die Leute dann einfach so das Gefühl haben, so, ja ich bin eigentlich auch so. Genau, also ich bin eigentlich auch so, das resoniert Huren und das ist ziemlich clever. Ihr habt Xonor gemacht vor Xonor, Alter. Fuck ja. Ja, tatsächlich. Ja. Das nicht überlegt. Übrigens, hast du einen neuen Xonor-Song gehört? Wir nachher zeigen, wir nachher eine wichtige Frage stellen.
Haben wir am Don abgesprochen. Haben wir am Don abgesprochen? Ja. Ich schulde ihm auch noch etwas. Ich schulde ihm auch noch etwas. Alright. Er ist ein guter Keim. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt los ist, aber der schreibt er, wenn das rausgekommen ist. Sorry, Jetzt wollte ich wissen. Ja, ich habe sich verkackt. Ja? Ich habe sich verkackt. Oh no. Gut. Ja, no. Alright. Tut mir leid. Aber ja, wir machen sicher nicht absichtlich verkackt, so wie ich dich kenne. Nein, ich habe es einfach untergegangen. Ist der Soli, gell? Ja. Irgendwann. Kommt irgendwann noch. Ich hoffe, der Song ist noch nicht draussen. Alright. Sonst gibt es sicher genug Möglichkeiten. Ja, mal schauen. Es gibt einen neuen Song. Ja. Oder Wenn er das noch möchte. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das wäre schon cool. Ich meine, du kannst dich auch so ein bisschen deine Thrash-Sachen so ausleben, oder? Du kannst Features machen und so. Hast du schon viele Features gemacht, oder? Also gitarrenmäßig? Nein, noch nie eins. Alright. Du kannst deine Fresh-Sachen aber auch schon bei Paleface recht ausleben, habe ich das Gefühl. Der hat recht, eben darum, ich habe das Gefühl, Paleface ist nicht mehr einfach, also seit Chapter 3 nicht einfach nur noch stumpf Beatdown. Nein, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen da wirklich so etwas anderes machen, oder? Ich glaube, darum sind wir auch Soll ich das vom Soli wegeditieren oder willst du einfach in der Airlines, in der Radio Waves lassen? Nein, wir können es schon lassen. Ich meine, alright, ja, also, ich glaube, es wäre sicher interessant. Und eben, Bands, die gerne ein Guitar-Feature wollen, oder? Ja. Ich bin jetzt ready zum Aufnehmen. Weil ich bin eben bis vor kurzem nicht ready gewesen, um etwas aufzunehmen daheim. Super. Weil ich bin auch umgezogen. Und du kannst Stimmt, auch... aber du hast so viel gemacht in den letzten 3 Jahren, Alter. Das ist insane. Ja. Du hast ja beim Curses Video nicht nur quasi den Grundstein gelegt, dass Paleface jetzt so groß ist, du hast quasi auch noch den Grundstein gelegt, dass du jetzt dort wohnst, wo du jetzt wohnst. Genau. Richtig, Curses. Okay, das ist crazy. Stimmt! Ja. Dort hat es nämlich angefangen. Ja, das habe ich vergessen, Mann. Ja. Holy shit. Darum ist er jetzt ein Ausländer da. Genau. Willst du mal kurz die Geschichte erläutern? Ja. Bei Curses hat meine jetzige Freundin mitgespielt. Und wir haben uns dort kennengelernt an dem Dreh und sie hat gerade gefunkt. Und sie dort, ja, kurz nachher bin ich mit ihr zusammengekommen. Und sie hat halt in Würzburg gewohnt, in Deutschland. Ist von da etwa 3,5 Stunden mit dem Auto. Ja, und es war halt auch Corona gewesen, und es war echt so schwierig gewesen, aber nachher haben wir uns dann trotzdem immer ein bisschen getroffen und so. Also es hat dann immer funktioniert, also wir haben das wirklich fast jedes Wochenende dann gesehen. Aber du warst immer in Deutschland gewesen, ja? Ja, und jetzt, wo wir halt so, wo jetzt halt alles wieder vorbei ist, das Corona-Zeug, und ich habe gemerkt, jetzt fängt es an, so mit Touren und so, habe ich dann so ein bisschen Angst gehabt, dass ich dann halt, ja, das mit meiner Freundin nicht mehr anbringen, weil sie halt doch 3,5 Stunden sind halt doch ein Weg, oder? Ja, und dann habe ich mich entschieden, auf Deutschland zu zügeln. Vorübergehend jetzt mal. A Beatdown Love Story. Beatdown Love Story. Und jetzt wohne ich in Deutschland. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie ja nicht nur im Video mitgemacht, sie hat dich ja, glaube ich, auch noch verschossen. Verschossen, genau. Ja, das ist doch top. Ich muss das Video nochmal schauen. Liebe auf den ersten, Liebe auf den ersten Schuss. Ja. Und eben, dann bin ich halt umgezogen und ich bin im Januar, Februar bin ich umgezogen und dann bin ich einen Monat lang daheim gewesen und nachher bin ich gerade auf Tour. Und darum habe ich das mit dem Homestudio nicht angebracht und darum habe ich auch das Solo nicht aufnehmen können. Es tut mir so leid. Du könntest auch, also nebst Gitarre-Sachen, du könntest auch richtig gut Vocal-Features machen. Wir können recht viele Vocals in der im Fall. Ja, also Vocal-Features machen wir. Terzählen und ich machen ja. Also... Aber beide zusammen? Ja. Also er fragt, wenn er eine Feature-Anfrage bekommt, fragt er die Band auch, ob sie an mich wollen, oder? Und zum Beispiel beim Bitterwood-Track, was haben wir da gehört haben? Ich habe es dort haben wir beide miteinander dürfen. Das habe ich gewusst. Aber das ist gut, jetzt kann ich noch die Frage stellen, die ich dir schon geteased habe. Weil ich habe eben auch immer das Gefühl gehabt, dass ich geil finde, ich weiß nicht mehr, wo das genau war, ich habe mal meine Wohnung geputzt so mit meinen Bluetooth-Kopfhörern oder einfach so Musik laufen lassen und dann so gestaubsaugt. Und dann irgendwann war ich so etwas am Handy am Schauen und irgendwann so, hey, was schreit jetzt der Janik da so rum? Und ich habe nicht geschnallt, wieso dass ich irgendwo dich höre rumschreien, bis ich gecheckt habe, dass ich glaube, Death Touch gelaufen ist auf dem Dings. Und dann ich so, hey, der Brudi hat ja noch recht hässige Vocals. Jetzt habe ich frage immer gerne alle Leute, die so Vocals machen, hast du das irgendwie, wie bist du daran angegangen, dass du das jetzt kannst? Weil es ist ja, wenn wir ehrlich sind, doch etwas, wo deine Stimme recht kaputt ficken wenn du es einfach machst. Ja, also ich glaube, ich habe es auch lange falsch gemacht. Also ich habe auch viel so aus dem Kehlkopf das Ganze gemacht und das hat damals ein bisschen meine Stimmbänder gefickt. Aber eben während dem Fear and Dagger Recording habe ich halt auch mit dem Mark ein ausprobiert, mit dem Zelli im Studio. Und nachher habe ich eben so das Fry Scream erlernt. Ja.
Also hat dann einfach gerade so funktioniert und sie dort, ja. Hast du so mal einen Trick gefunden, wie es einfach geklappt hat? Ich mache das einfach, wenn es funktioniert. Letztens haben wir mit dem Dave eben von Früher Amongst Pariahs geredet und er sagt, ja, du musst den Marge Simpson Sound machen. so irgendwie Tricks, oder? Wo irgendwie zur Verbindung machst, um können... Aber das habe ich gar nicht verstanden, was er dort wollte sagen. Doch, du machst einfach den Marge-Sound als Basis. Ja, aber wenn ich das mache, ficke ich meine Stimmbänder. Wenn ich das mache, was er macht, mache ich meine Stimme kaputt. Ja, ist wahrscheinlich eine andere Technik, wie du nutzt. Aber ich kann es nachher auch probieren. Aber ich finde es so cool, die Connections, die du machst, oder? Irgendwie zum Können an dem am Anfang besonders, oder? Das ist so, es ist nicht etwas, was der Mensch von sich selber so intuitiv macht, oder? Nein, und eben, es ist auch wirklich ein Training, oder? Also, das weiss jeder Vocalist. Ich meine, ich bin kein Vocalist, aber ich merke es auch, also ich muss das regelmäßig machen. Ja, das ist immer das Schlimmste. Weil wenn du nachher quasi, wenn du sagst, gehst du recorden und dann hast du mal einfach eine Woche lang nicht gemacht. Vergiss es. Habt ihr so Aufwärme-Sessions, die ihr zusammen macht, oder? Für die Vocals? Also live oder Recording? Ja, live würde ich sagen, ist mehr Chance, dass du irgendwie etwas verbockst. Ja, also wir tun uns zusammen einwärmen, so, also einfach so, weißt du, so Kehlkopf, so, die ganze Zeit halt. Wir machen das schon meistens zusammen, Zelli und ich. Ja. Wie lange machen die das vor dem Konzert? Meistens so, fangen wir so 20, 15 Minuten, ja so, fangen wir vorher an. Jetzt habe ich den Klick. Da weißt du, so, halt auch einwärmen und so, und während dem Dehnen und so. Und das kannst du auch immer einfach dazu machen. Ja, und nachher ist es dann gut eigentlich. Den ist auch sehr wichtig, stimmt. Ja, sonst kannst du den Highkick nicht machen. Ja, darum können wir nicht so hoch aufhalten, weil wir einfach nicht dehnen vor dem Auftritt machen. Hast du ich meine, du musst ja an den Tours, die wir machen, die sind fast jeden Tag am Spielen, oder? Also jetzt im März, wo wir zu Amerika waren, dort haben wir echt jeden Tag gespielt. Aber dort sind auch 2-3 Faktoren. Eigentlich wäre die Tour ja länger gewesen, aber 2-3 Faktoren sind halt so gekommen, dass die Tour dann halt zusammengepusht wurde mit einem Off-Day nur. Und darum haben wir halt jeden Tag dann ein Konzert gespielt. Sonst hätten wir schon mehr Off-Days gehabt. Und dort ist dann, haben wir schon auch selber gemerkt, ist schon wichtig, dass das muss echt so vorbereitet für die Show dann körperlich. Haben die so Routinen oder so, die ihr macht? Immer vor dem Konzert oder nachher? Ja, also wir ziehen das ja, wir haben ja unsere Bühnenoutfits, wir ziehen das ja dann eigentlich meistens miteinander um so. Und dort fangen wir dann an, so ein bisschen alles durchschütteln, einwärmen, dehnen, Vocals einwärmen. Ja, alle zusammen und nachher geht es dann los, oder? Ja. Ich sage auch immer so, ich tue mich nie wirklich einwärmen an der Gitarre, ich tue mich mehr körperlich erwärmen, dass ich dann auch so fit bin, weißt du? Ja. Nicht so wie jetzt, ich bin nicht so nerdy-mäßig, wo die ganze Zeit so seine Übungen macht auf der Gitarre. Ich finde auch wichtiger, eben einfach da denen. Mit fucking Bein fahren. Ja. Ich bin auch so ein dummer Sicher, ich bin Bein zu lang auf der Lautsprecher und nachher bekomme ich einen Krampf. Oder so ein Krampf am Arsch. Nein, und das, wenn ich nur ein Konzert am Wochenende spiele, weißt du? Ja, das ist aber eben, sind da noch genug Jungen, dass sie partyen nach jedem Gig? Oder sind da dann auch so... Ja, kommt halt drauf an. Ich meine, zu Amerika haben wir nie wirklich Zeit für Party, weil wir sind auch alles selber gefahren. Also wir sind dann meistens auch gerade wieder losgefahren nach dem Gig. Also wir sind ja auch die zweite Band vom Abend gewesen. Und wir haben dann schon nach dem Konzert so ein bisschen chillen, noch ein Bier trinken, alles zusammenräumen, alles ins Auto räumen. Aber nachher, wenn dann fertig war, sind wir dann ziemlich schnell halt abgehauen. Weil meistens noch 4 Stunden fahren in der Nacht. Ja. Fuck, ja. Es ist einfach, ich stelle mir das immer so vor, weißt du, früher so die Rockstars. Nein, so. Das kannst du vergessen. Vor allem eben auch mit dieser Leistung, oder? Vor allem so ein Zelli, der halt fit muss sein und so. Und wir können nicht so Party. Also nur. Und ich bin auch so eins. Ich bin auch nicht wirklich so ein Partymensch. Und also ich habe nicht gar keinen Bock dann nachher. So 2 Bierli, hure geil, so, aber dann nicht wirklich noch Ausgang und da. Ja. Aber das ist auch easy. Weil sonst kommst du raus wie Asking Alexandria 2010 oder 2012. Nein, nachher kannst du deine Leistung nicht erbringen. Und wenn wir das nicht können, das ist die Meinung von uns allen und unsere Einstellung so, dann, ja, scheiße, oder? Wir wollen für jeden Abend so die gleiche Leistung haben, wie wir auch an den vorherigen Abenden können bringen. Oder? Aber ich glaube auch durch eure Stage-Präsenz und Performance, ich glaube, Leute schätzen das auch mega. Oder weil ich habe so viele Videos gesehen von Leuten, die einfach gemacht haben. Und die sind immer einfach Vollgas am Gehen, die ganze Zeit, oder? In jede Show, in jeden Ort, klein, gross, whatever. Aber Leute haben irgendwie so immer gemerkt, so shit, Alter, das ist die Band, also man hat das Gefühl gehabt, das sind die Leute am meisten abgegangen von allen Bands. Ja. Eben, und das ist halt einfach, ich sage es jetzt nochmal, es ist einfach unsere Einstellung. So, wir wollen das den Leuten zeigen und wir wollen
für jeden das gleiche Paleface Swiss Erlebnis Mhm. geben. Weißt du, was ich meine? Wie lange hast du gehabt, bis du es drin gehabt hast, dass du Swiss noch hinten anhängst? Hast du das ganz so instant gehabt? So, oder Ja, hast du die eigentlich alles- schon, ja. Schon crazy, Schon. Alter. Ah, gut, Weil eben- ihr habt es wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger im Kopf Ja. gehabt. Mhm. Mhm. Aber Dings, gehen wir sonst mal so chronologisch von eurer ersten Show. Wo war die gewesen? Mebri. Im Ebri. Ja. Wann war es gewesen? 2018 wahrscheinlich. 18. Und nachher erste Tour. Im letzten Mai vor einem Jahr. Mhm. Alright. Erzähl mal sonst die Zeit vor der Tour, wo ihr Anfrage bekommen habt. Also wir haben die Tour selber gebucht damals. Also wir haben... es war auch erst wieder so eine Corona-Geschichte gewesen, oder eigentlich wären wir ja mit damals noch Mental Cruelty und Distant und so auf Tour, so wirklich auf Nightliner-Tour. Und nachher ist das Ganze ins Wasser gefallen. Mhm. Wann war das gewesen? Im April 2021. Alright. Dort war halt dann immer noch Corona gewesen, oder? Mhm. Und nachher haben wir dann, glaube ich, eben die Release-Show dann trotzdem gespielt. Mhm. Im Werk zu Baden. Und nachher, 2 Wochen später, sind wir dann auf UK-Tour. Und dort sind wir, also, haben wir dann noch 2 Stops in Deutschland gemacht. Mhm. Und dann sind wir halt das erste Mal so wirklich in Deutschland gewesen. Nachher sind wir in die UK und dort haben wir doch auch schon einen gewissen Markt gehabt. Mhm. Dort haben wir sogar eine Headliner-Tour dann gemacht. Also wir sind es 10 Tage und nachher wieder zurück. Ja. Aber vor der ersten UK-Tour, wie viele Shows haben ihr gespielt? Ja, was haben wir? Keine Ahnung. Wahrscheinlich 9 bis 10 Shows. Das ist schon krass. Also, ihr sind eigentlich so ziemlich, wirklich literally vom Ebri Ja, blöd gesagt. theoretisch schon. Also wir sind halt einfach eine Internetband gewesen, oder? Das ist aber sick. Mhm. Aber das ist auch ein Phänomen, weil es gibt viele Internetbands, die nachher live das nicht anbringen können, oder? Das Ganze, die Translation, oder? Von einfach im Studio etwas machen und nachher live, oder? Und ich haben das so wirklich beautifully gemacht. Also wir haben das auch wirklich viel probiert. Mhm. Also wir haben dann auch gesagt, wir wollen das überbringen, so wie die Leute uns kennen, weil sie kennen uns jetzt, weil jeder hat unsere Videos gesehen. Mhm. Und wir haben dann auch mega viel probiert miteinander. Mhm. Und ja. Haben ihr auch Performance probiert? Ja, fix. Also wir haben dann immer gesagt, so, hey, wir sind jetzt auf der Bühne und wir proben das so, wie wir nachher performen wollen. Mhm. Und das ist schon auch wichtig, finde ich. So, wenn du so einen gewissen Ablauf hast in den Songs, wie du abgehst, oder? Und nachher, ja, das brennt sich dann so und nachher passiert einfach alles von allein, oder? Mhm. Mhm. Ja, wenn du willst für einen Das ist halt Auftritt eine Routine, proben. oder? Wo du dir dann antrainierst durchs Proben. Ja, weil wenn du willst für einen Auftritt proben, lange es nicht, wenn du nur die Songs kannst. Weil wenn du dann sagst, ja, ich bewege mich dann schon live, du bewegst dich nicht live, wenn du dich bei der Probe nicht bewegst. Mhm. Wenn du in der Probe nur da stehst und spielst, bewegst dich keinen Meter nachher auf der Bühne. Ich würde das jeder Band empfehlen. Weil Ja. es macht ja auch mehr Spass, so, wenn du geil so abgehen und so voll das Gefühl hast. Wenn jeder so im Film ist, so, ihr seid auf der Bühne, dann wäre geil. Also, finde ich. Also wenn du jetzt eine Jazzband bist, musst du natürlich nicht. Ja, nein, aber Metal ist halt geil und Haar umschwingen. Ja, Metal muss. Ich meine, Metal muss, also es ist auch es ist ein bisschen das Klischee und es ist ein bisschen verromantisiert, das Ganze. Aber du musst halt schon ein bisschen dort stehen und Feuer rühren. Das ist einfach nicht geil. Ja, Es macht halt einfach Spass. Ja. Nein, Dings, ich habe das Gefühl, aber ihr habt mit recht dumpfes Beat dann angefangen, oder? Aber man sieht mehr und mehr, tun so neue Elemente reinmischen. Jetzt haben wir einen recht interessanten Mix auf Nu Metal, Modern Groove Metal, Deathcore, Metal, irgendwie alles zusammen eingepackt, oder? Ja. Wo führt es hin, meinst du? So soundtechnisch? Hey, ist schwierig, keine Ahnung. Also wir haben da jetzt noch nicht wirklich neue Musik geschrieben. Also wir haben jetzt noch, es kommt jetzt noch etwas, aber bis dann haben wir, also wir haben jetzt nichts auf Lager, so. Und ich bin gespannt, wir gehen jetzt auch Studioende Jahr und wo es dann halt anführt. Wir haben auch nicht wirklich so eine Vorstellung. Wir schreiben das, was wir geil finden. Und that's it, oder? Wir sagen nicht so, wir beharren nicht auf irgendetwas, so, wir machen das, was wir Bock haben. Ich müsste mal unbedingt ein Studio-Documentary machen. Im Fall. Ja, das haben wir eigentlich auch vor. Also wir gehen da in ein Studio aufnehmen, also Songs schreiben und dann wir gehen Songs schreiben im Studio, nicht einfach mit fertigen Sachen nur recorden. Nein, wir gehen wirklich weg, so, auch von der Schweiz weg. So. Und dann wirklich Studio, wir sind dort. Und gehen in UK? Nein, Spanien. Wow, geil, Alter, an den Strand. Ja, unter anderem, ja. Baby. Gut. Genau, und das ist auch so unser Ziel,
weg von allem sein, weg von aus den Handys und so und dann wirklich im Studio und geil. Ja, weg. Das ist ja Hammer, Alter. Genau. Das ist ein Hammer. Und dann gehen wir schreiben und dann mit diesen fertigen Sachen gehen wir zurück, lassen sich in Ruhe und dann gehen wir es dann aufnehmen. Alright. Also es ist ein Writing Retreat. Genau. Sick, das ist so unser Plan. Das klingt fucking perfekt. Ja, das ist schon geil. Freue mich. Ja, wird geil. Wir haben das mal so ein Wochenende gemacht in der Versis. Das war schon geil gewesen. Ja. So. Und eben, ich finde auch so, also ich kenne jetzt ein paar Bands, die das auch gemacht haben und ich finde, es sind auch geile Sachen dabei rausgekommen. Ja. Oder Kinder ausschreien. Ja, das ist ein Soundscape von unserem Podcast jetzt. Ja, die Kinder sind nicht der wettige Vibe. Ihr wisst, die Kinder sind nicht verrissen, die sind alle beim Ricky im Keller. Das ist der Ventilationsschacht, der da bei uns reinkommt. Yes. Genau, und nachher essen wir es. Voll. Genau. Wir sind Satanisten. Fair. Ja. Also in dem Fall, UK-Tour war 2022 gewesen. Ja. Und nachher? Haben wir, nachher sind wir mit Nasty auf Tour. Das war die September-Tour. Und das ist ja so, Nasty hat ja auch ganze Tour announced. Danach, wegen Corona und wegen finanziellen Gründen haben sie dann die Tour gekürzt nur auf die Wochenend-Dates. Aber du musst kleinere Venues nehmen oder kleine Anzahl Leute? Ja, und einfach Ticketsverkäufe haben anscheinend auch Ticketverkäufe sind nicht so gut gelaufen und so. Und dann haben wir dann einfach... mit dem 3G-Dings gehabt, oder wo irgendwie... Ich glaube, nein, das ist glaube ich schon wieder vorbei gewesen, aber halt so Nachwirkungen von Corona, dass die Leute halt noch keine Billett gekauft haben, weil sie halt das Gefühl haben, so mit Angst hey, September, es wird wieder abgesagt, warum soll ich dann ein Billett im Vorverkauf holen? Ja. Also, das ist ein bisschen das gewesen. Und nachher haben wir dann selber um die Wochenend-Dates wieder einen Headliner-Dates gebucht, zusammen mit First Blood auch. Also wir haben dann so ein bisschen abgewechselt. Wir sind dann auch in die UK wieder im September. Und dann haben wir, bei 4 Wochen getourt dort. Auch alles wieder selber gefahren, mit einem Mini-Nightliner. Geiles Erlebnis gewesen. Was sind so die Sachen, die du auf Tour gelernt hast, die unerwartet waren? Oder so interessante Facts von Touring sozusagen? Gute Frage. Also... Oder was ist etwas Neues, wo du gefunden hast, interessant? Ich meine, zum Beispiel das erste Mal, wo du zur Tour gegangen bist, was hat sich so... Oder erzähl mal so ein Erlebnis, so von Tour zu Tour, was hat sich so geändert, was ist anders neu gewesen? Also was sich geändert hat, ist halt, wenn du halt die gewisse Routine hast, von jeden Tag ist der gleiche Tag so läuft, du kommst an, du stellst auf, du machst Soundcheck, du isst, du hast Konzert. So jeden Tag wirst du ein bisschen schneller und effektiv, also was sagen wir dem? Effizienter, nicht effektiver, effizienter. Ja gut, mal, wirst du auch effektiver. Ja, ja, und du weißt halt, wenn etwas nicht läuft, weißt halt gerade, wo der Fehler ist, du lernst halt die Technik kennen und so. Und das ist auf jeden Fall etwas. Ja. Hast du irgendetwas umgestellt an deiner Technik, so von der ersten Tour zu der letzten, dass es euch einfacher fällt? Ja, wir haben einfach auch, zum Beispiel haben wir jetzt ein Quad Cortex geholt, weil es halt einfach bubi einfach ist. Und Tommy, unser Bassist, spielt auch über das Quad Cortex. Das heisst, ich stelle das Ding an, der Tommy steckt ein, ich stecke ein und es läuft. Und das tönt fett, oder? Ja. Und das ist natürlich auch geil, wenn du fliegst, oder? Kannst du in den Rucksack nehmen. Und du hast dein Amp dabei und dein Pedalboard und deine Effekte. Wir haben alles ein bisschen, wir haben 2, 3 Sachen geändert, was es halt dann wieder effizienter macht, oder? Ja, das ist jetzt das gewesen. Aber sonst so, wie soll ich sagen, das, was du vorher gefragt hast, ist eigentlich nicht wirklich so immer, ist nicht wirklich so etwas passiert. Ja. Du bist einfach eine Person, die sich schnell auf neue Situationen adaptiert, würde ich sagen. Ja, aber du lernst halt jeden Tag etwas Neues dazu, was so deine Technik und anbelangt. Und ja, ich habe auch viel gelernt, so, weil ich halt dann viel auch an meiner Gitarre gelernt, so eben so Service, Seitenwechseln, ich werde immer schneller und eben auch mit dem Floyd Rose, der Floyd Rose Geschichte. Floyd Rose einstellen. Ja, aber wenn es einmal eingestellt ist, dann hast du eigentlich nicht wirklich mehr. Aber wenn etwas ist, so, ich weiss gerade, was ich machen muss, oder? Und das ist halt schon noch geil. Du lernst dieses Instrument auch wirklich kennen, wenn es alle 3 Tage neu restringst, wenn es neu einstellst, wenn es putzt ist und so. Ja. Das ist etwas, was ich nie hatte vorher. Ich habe es immer im Service gebracht. Ich habe keinen Bock auf das und jetzt muss ich es selber machen und so. Und da bin ich schon sehr dankbar dafür, dass ich das an dürfen experience. Bist mehr und mehr ein Gear-Nerd geworden. Voll. Ja. Hast du Patch-Changes
wo du machst mit dem Quad Cortex? Oder Wie meinst du das? haben die zum Beispiel die Patch-Changes über MIDI? Oder wie machen die das? Also haben die überhaupt verschiedene Sounds auf der Gitarre? Das Oder ist haben die eine gute einfach Frage. einen Nein, Main-Sound? ich habe 3. Also ich habe einen Rhythm und nachher habe ich in der gleichen Chain habe ich die 2 Sounds programmiert. Das Problem ist beim Quad Cortex, das finde ich nicht so geil, ist, wenn du auf den verschiedenen Channels deine Sound hast, wenn es Switch ist, dann gibt es so einen Unterbruch von einer halben Sekunde. Haben die auch Unterbruch im Fall? Ja. Oh, ich habe gemeint, nicht. Und dann, wenn du aber nur auf einem Channel bist und auf der gleichen Chain deine 3 Sounds auf Switches programmierst, dann hast du keinen Unterbruch. Ja. Genau. Also ich habe einen Rhythm-Tone, ich habe einen Solo-Tone, ich habe einen HM2-Tone. Mehr nicht. Alright. Aber machst du mit der Füße immer Ja, noch? fix, ja. Nein, wir haben nichts mit die programmiert. Hat der Quad Cortex Möglichkeit? Ja, fix. Ja. Schon geil. Ja. Aber ja, dann bist Es ist geil, aber ich bin halt schon mehr, ich drücke schon noch gerne um. Also. Es macht schon Spaß, wenn du so kannst drücken und dann merkst du, shit, jetzt habe ich beide gedrückt. Jetzt ist das Helix ist bei mir immer so, dann, ich komme auf beide Knöpfe, dann ist das Helix in einem komplett anderen Modus, du hast einen Clean Sound drin, spielst einfach so, yes, Alter. Das war beim Camper immer das Problem bei mir. Aha. Ja, aber du hast Camper auch gespielt, oder? Ja. Die ersten 2 Touren hatte ich Camper gehabt. Ja. Hast du mal deinen Amp mitgenommen? Was ist das? Du hast doch einen Mille seinen Amp Ja, gehabt, genau. Ja, nein, den habe ich einfach, also bei Schweizer Shows habe ich den einfach gehabt. Ja. Und nachher haben wir gesagt, so, ja, das macht schon Sinn. Es ist halt einfach alles einfacher, wenn es alles über... Hast du den Camper mit dem Footswitch vom Camper gehabt? Ja. Und was gefällt dir mehr jetzt am Quad Cortex? Also für mich persönlich ist es einfacher zu bedienen, also ich check's mehr. Im Camper habe ich einfach nie wirklich Zeit gehabt, mich einzulesen in das Ganze, oder? Und darum, ja, es ist einfacher für mich. Ich finde die Idee so cool vom Quad Cortex. Der Camper ist auch ein Raumschiff. Du hast das hohe Ding mit all deinen Knöpfen und das Quad Cortex hat einen Touchscreen. Also, ja, voll. Ja. Es ist einfach einfach. Und es ist kleiner und es ist leichter, es ist handlicher. Ja. Camper ist geil, aber Quad Cortex ist einfach geiler. Das ist geile Scheiße. Vor allem fürs Live. Ja. Oder im Studio würde ich wahrscheinlich schon noch Camper, wenn du nicht mit Relamps schaffst, schon mit Camper. Sonst Relamps, was würdest du schon mal Paleface sagen, wenn ihr mit Relamps würdet aufnehmen? Was für Amps würdest du dann nehmen? Also ich habe mit Relamps aufgenommen im Studio. Mit welche? Mit Engel, mit meinem Fireball. Ja. Und nachher haben wir noch einen Laboga darunter geschaltet. Also ich habe mit 2 Amps gleichzeitig gespielt. Alright. Wäre geil. Gleichzeitig gespielt oder hast du separat nachher Takes gemacht? Nein, wir haben gleichzeitig, dass beide Amps gelaufen sind. Das ist geil. Über eine Box. What? Ja, what the fuck, Alter? Oder über 2 Boxen. Alright, das ist interessant. Nein, es sind glaube ich 2 Boxen gewesen. Alright. Ja, über eine Box würdest du aus dem einen Amp nachher quasi parallel in einen anderen Amp reinballern. Dann hättest Aber es ist geil gewesen. Und wenn ich jemals mit live gehen mit Röhrenamps, genau mit dem Setup. Es war so fett gewesen. Und welche Laboga war das, weißt du? Keine Ahnung. Muss den Flo fragen. Interessant. Das ist auch ein interessanter Punkt. Weil ihr habt, glaube ich, vom Anfang an mit dem Flo gearbeitet. Also, ab Chapter 2. Genau. Wie ist das entstanden gekommen? So wärst du der Flo? Von Landmarks. Der Sänger von Landmarks. Ich weiss schon, ich kann noch für den Rest auswählen fragen. Der Sänger von Landmarks. Ja, wir haben ein paar Schuhe. Wir haben ja das Feature gehabt mit denen. Also sie haben bei uns gefeatured und wir haben dann ihre Produktion mega geil gefunden von ihrem damaligen Album, das aktuell war. Und nachher haben wir sie gefragt, wo sie produzieren. Und dann haben sie gesagt, ja, bei ihm. Und dann haben wir ihn angeschrieben und er hat uns so zurückgeschrieben. Und ist alles gut? Ja. Und nachher haben wir einfach alles MIDI aufgenommen und dann geschickt und er hat es gemixt und gemastert. Das ist geil. Ja, der Sound ist brutal. Ja. Wir sind mega zufrieden mit ihm. Und der ist auch geil. Vor allem eben, wir haben jetzt im letzten Dezember haben wir 3 Singles aufgenommen. Und auch wir haben auch die Songs mit ihm angeschaut, so Songwriting-mäßig, wie wir damals. Der hat einen geilen Impuls gebracht. Ja. Und das ist auch, er ist eigentlich auch Gitarrist, also er ist eigentlich Gitarrist, er ist kein Vocalist. Und er hat dann mir sehr viel geholfen, was Riffs anbelangt und so. Aber nie so zu viel. Er hat nie gesagt, er hat nur gesagt, ich will es jetzt so machen, aber so wie du spielst, ist auch gut. Dann haben wir meistens so das Mittelmaß gefunden und ja, ich meine, geil. In dem Fall kann er gut Gitarre spielen und so gut auf Französisch Rap. Alter. Und geile Vocals machen. Ja, aber seine Quick French Raps sind crazy, Alter. Wo ich die live gesehen habe im Hurricane, boah, Alter. Dir habe ich das glaube ich mal gesagt, ich habe irgendwann mal Sherlock Holmes, weil ich habe den Song Lost in a Wave gehört von
Landmarks. Ja. Ich habe mich irgendwie immer gefragt, wieso der Song, dass der Breakdown so tönt, als ob er vom Yannick bekommen. Und dann habe ich herausgefunden, dass schon lange mit ihm zusammengearbeitet. Dass Landmarks halt im Paleface sich so ein bisschen... Also es ist nie wirklich... Nein, du hast gesagt, du hast nichts mit ihm gemacht, aber eben... ich habe ihn nie gefragt, ob er sich inspirieren lassen hat, aber... Du musst ja nicht, wenn es los ist. Definitiv, nein, doch, 100%. Ja. Sie haben auch so bitte Sachen angefangen zu machen. Das ist schon geil. Ja, es ist wirklich lustig. Irgendwie, ich weiß nicht, du oder irgendjemand haben erzählt, dass ihr mit dem Flow von Landmarks aufnehmt und dann kommt der Song Lost in a Wave, so ein richtiger Breakdown. Ich denke also, schon. Ist das so? Der Song ist so gut. Er ist wirklich gut. Ich meine, der Chorus ist einfach... Darum habe ich jetzt das Handy vorgenommen, vergessen, wie der Song heißt. Ich dachte, irgendetwas läuft nicht. Nein. Ich habe auch gedacht, so shit. Nein, ist gut, ich habe falsch auf die Uhr geschaut voran, darum habe ich die Zahl, die dort steht, verwirrt. Right. Ich kann es heute nicht so mit Zeit lesen. Ich bin ja auch schon 10 Minuten, nachdem ich gesagt habe, ich sage da gewesen, weil ich gemeint habe, ich komme 46 an, dabei bin ich 56 angekommen. Ja, du. Egal. Ist nicht meine Woche die Woche, aber ist ja gleich. Ja. Nein, fängt übermorgen wieder neu an. Ja. Nein, wie ist Garza Podcast gewesen? Warte. Das war so geil. Krass gewesen. Aha. Erst haben wir das Studio nicht gefunden. Lange so, du musst dir vorstellen, es war sowieso ein Gebäude gewesen, und so mit ganz vielen so diesen Units, oder mit diesen Apartments, oder? Right. Und jede Tür hat gleich ausgesehen. Es war alles angeschrieben gewesen, aber irgendwie haben wir halt, wo er geschrieben hat, er ist im Unit so und so, haben wir das irgendwie nicht gesehen. Ja. Wirklich rauf, hinten, vorne gelaufen, nie gefunden. Nachher haben wir dann angeschaut und 100-mal drauf vorbeigelaufen. Ja, es war geil gewesen. Also, wir haben ja den Chris schon vorher kennenlernen. Wir haben ja mit ihm mal in Frankfurt spielen. Right. Und Swiss Erzähler sind einer der geilsten Sachen, die es gibt. Also vor allem auf dem Boden bleiben und lieb und supportive. Und der Bassist hat uns ja, also er hat uns gelost und nachher hat er eben organisiert, dass wir mit ihnen in Frankfurt spielen, weil er es so geil gefunden hat. Right. Und dort sind wir halt so voll Besties, richtig geil. Und Voll er hat dann geil. gesagt, wenn wir in Amerika sind, dann kommen wir zu mir im Podcast und wir haben es tatsächlich geschafft und es ist So geil. brutal geil gewesen. Fuck, den muss ich auch noch hören. Oh ja, unbedingt. Kann ich immer noch nicht Und hören. er ist so, er bereitet sich wirklich vor, so, er hat geile Fragen und so und er switcht auch geil so in andere Themen rein, so mega fließend. Und er hat 2 Assistenten, die ihm helfen. Und neben uns ist so ein riesen Fernseher gewesen. Und so wie als Gedankenstütze für den Chris Garza. Also sein Assistent hat im Computer immer meistens mit Google hat er Sachen gesucht, Ja. über was der Chris gerade geredet hat und halt so ein bisschen über so durchgeswiped, sodass er wie so ein bisschen Gedankenstütze hat. Und Der Garza ist einfach der Joe Rogan von der Metal-Welt halt. Und der ist so gut. Weil ich meine, er interessiert sich vielleicht, manchmal mit Bands, die vielleicht weniger bekannt sind und so, oder er macht frisch viele Leute, wo... Und der weiss, der geht ins Thema rein, der weiss, er lässt es auch vorher, weißt du. Also er weiss auch, mit was für Leuten er nachher redet, oder? Und du merkst, er ist authentisch, neugierig und will von dir hören. Fix, oder? ja. Und das kommt über, so gut. Ja, als ich das gesehen habe, weil ich bin schon den ganzen Podcast am Hören gewesen. Ja. Weil ich habe den, glaube ich, so ein paar Monate vorher gefunden und einfach gesucht, oder? Und dann habe ich gesehen, wo ich glaube auch Insta-Story gemacht habe. Und ich so, fuck! Und dann ist ich jetzt 2 Monate gegangen, bis der voll. ist und ich so, yo! Ja, ist das sein Side-Business? Also er macht jeden Tag, Das ist hat er Bands, oder? Ja. Und dann ist er am Abend auch eben an die Show gekommen in L.A. dort und es war so geil gewesen. Also wirklich, ich habe so Freude gehabt. Du merkst, er ist einfach ein Fan. Ja, Ist ein Fan von der Szene, von Ja. der Musik. Das ist geil, Mann. Und dann haben wir wirklich auch dann nachher noch nach der Show lang geredet, so miteinander, einfach so wirklich auf dem gleichen auf gleicher Augenhöhe und es war mega angenehm gewesen. Ja, erzähl mal so, ihr habt recht viele bekannte Leute, die sie nicht kennenlernen können, oder? Welche haben euch so recht guten Eindruck hinterlassen, wie zum Beispiel Garza zum Beispiel? Ja, eben so, ganz Suicide Silence, auch der Sänger, der Eddie. Brutal geil sehe ich. Auch... Alter! Gesundheit! Gesundheit, Ricky. Alles gut, lebst du? Ich komme nicht raus. Alright, mach weiter. Ich Ja, er hat uns auch besucht in San Francisco an der Show und hast so auch, nur schon, dass er gekommen ist und uns geschaut hat, wir haben nicht viel geredet dort, aber es ist einfach so ein geiles Gefühl, weißt du, so, die Leute, die caren sich mega, also sie kümmern sich um dich und du weißt so, ja, wir sind nicht einfach so Business
Partner, so, weißt du, was ich meine? So. Wir sind wirklich so Kollegen. Das ist aber geil. Dann Gitarrist von Escape the Fate, habe ich kennengelernt, habe ich dürfen kennenlernen, ganz geiles Sieg. Auch einfach mit ihm das Bier getrunken und so. Welcher von beiden? Der Matti, der Lead-Gitarrist. Also, das ist der mit den langen Haaren. Ja, so, er hat so eine Emo-Fritte. Emo-Fritte. Ich habe sie letztes Jahr bei einem Slam-Dunk gesehen. Das hat, er hat so krasses der mit dem, es hat, der eine sieht aus, als ob er bei Hollywood und Dad würde spielen und der andere ist in dem Fall der Matti. Chillig. Nice. Ja, kannst du mir schnell die Dings da vorhin? Ja, kann ich. Du bist ein geiler Sicher. Jetzt kannst du gerade noch ein ASMR-Video drehen, Alter. Ja, keine Ahnung. Also allgemein, mit all diesen Bands, die wir getourt haben, haben sie wirklich einen Namen gehabt. So. All die Leute sind einfach auf dem Boden geblieben. Du kannst normal mit ihnen schnurren. Ja, geil, Alter. Also weißt so. Das ist fucking funny, weil eben, es sind immer so du erzählst jetzt da, ich bin mal mit Save Last Breath im Gott Historia, glaube ich, schon 800 Mal erzählt, aber eben, wir sind im Dings gewesen, im Werk 21 und ich habe einfach geholfen, so Zeug aufstellen und alles, einfach so, ja, sie sind Vorband gewesen, ich weiss nicht mehr. Entweder Ocean's 8 Alaska oder Burning Down Alaska, ich weiss nicht mehr, wer das war. Eine Band von Alaska. Eine ist deutsche Prog-Metal-Band, die so Prog-Scheiß macht. Ja, ich weiss nicht, die andere ist so eine amerikanische Metal-Core-Band. Ja, dann Ocean's 8 Alaska. Das sind so richtige Pricks gewesen. So, gut, vielleicht halt auch so Leute gibt es immer, aber vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt, dass wir noch nicht mit so Leuten sind unterwegs gewesen, weißt du? Gut, weißt, die sind ja auch nicht so, der Dings, ich weiss nicht mehr, wer es war, irgendjemand hat uns gesagt, ja, das sind die Bands, die es noch nicht so ganz geschafft haben, aber schon viel zu lange dabei sind und darum einfach irgendwie, wenn so ein bisschen, und ihr habt ja mit wirklich, eben, Suicide Silence ist ja eine Riesenband, also die haben es vielleicht einfach nicht nötig. Nein. Du musst nicht mehr beißen. Ich weiss nicht, ich bin völlig zurückgeblieben da. Du hast also Bands wie Lionheart oder denen sind wir auf Tour gewesen, für letztes Jahr und einfach alles so. Die schreiben auch, also mir schreibt, also der eine Gitarrist schreibt mir einmal noch und was läuft, wie geht's, wie ist die Tour meistens und so. Und du merkst es halt einfach so, alles so, sie haben dich gerne, die Leute, oder? Das ist geil. Schätze ich mega. Das ist mega nice. Die kann man auch nur gerne haben. Geil. Ja, also keine Ahnung, ja. Vielleicht ist es einfach, also wahrscheinlich beruht es schon auf Gegenseitigkeit und so. Aber ich finde das auch, weißt du, so, ich fühle mich geehrt, dass ich das alles machen darf. Und wie gesagt, ich habe dir das vorher gesagt, ich check's immer noch nicht, dass wir so Erfolg haben, weißt du. Und darum musst du immer auch das ein bisschen geniessen und das alles ehren und so. Und darum finde ich, es hat keinen Platz, so hochnäsig sein und irgendwo abheben und so. Ja, das hat immer zu deinen Roots zurückschauen, finde ich. Und nur durch die Leute, vor allem durch dich, oder, habe ich das alles können, erleben. Und was ich meine, eben Nick, Painful Truth. Und ich finde wir haben ja noch etwas ganzes auszuladen für dir, hey. Was? In deiner musikalischen Karriere. Ja, Nick, so angesprochen hast. Müssen wir schon noch mal drauf ich habe heute wieder Ghost gelesen. Das ist nämlich einer von der unterhaltsamsten Abende in meinem Leben gewesen. Was haben wir gemacht? Der Gig war so geil. Welches Konzert? Ich fühle mich immer noch geehrt und ich genieße jede Minute, und wo ich kann mein Dream leben, weißt du, was ich meine? So. Ja, es ist wunderschön zu sehen, der ganze Rise und der ganze Ride, den ich gerade mache. Oder? Wir sehen so, es ist dein, ich könnte sagen, dein Team von daheim, oder? Wo einfach voll am Zeigen ist, so Swiss Music, Bruder. Das stimmt, das hat wirklich etwas. Ja, es ist wie so Paleface Swiss, ist so ein wie das Home-Team. Ja. Also sie sind jetzt dann in Amerika so, ja Mann, go. Ja, aber wir haben noch mit den Jungs von Breakdown of Sanity geredet und sie haben auch gesagt, so, hey, mega geil. Geiler Podcast, ich habe auch gehört, wirklich sehr interessant. Und ich so auch, ey, weißt du, sie haben nie wirklich US-Tour gemacht, sie haben glaube nur 2 Shows gespielt, oder? Okay, ja. Und die haben voll Gas gegeben und wirklich so, also die Jungs sind auch mega am Feiern, oder? Geil. Alle sind so, geil, Alter, cool. Ja, und eben, als ich das gehört habe, ich meine, ich habe früher auch mit Breakdown of Sanity gehört, also ist auch seit Anfangs Sacrifice to Society-Zeiten, haben alle Breakdown of Sanity gehört, oder? Und schön zu hören. Ja, mega. No, und eben, das ist auch interessant gewesen, eben Bands, die für dich eben gross sind, oder? Aber wenn die Leute wirklich down to earth bleiben. Oder? Aber das ist ja das mit dem Suicide Silence Ding, oder so. Das ist einfach so mega geil. So. Und genau darum höre ich jetzt
noch mehr ihre Musik, weil ich einfach weiss, was für geile Sachen dahinter sind, weißt du, so. Darum höre ich es jetzt noch lieber als vorher. So. Absolut. Die menschliche Connection ist schon nicht unterzuschätzen, oder? Ja, das stimmt. Ja, wirklich. Ich ja. Ah? Ich glaube, einer von uns 3 hätte nie angefangen, Breakdown auf Sanity zu hören aus Gründen. Und was ich noch kann hinzufügen, ist so, wir haben schon einmal 2-3 Bands gehabt, wo man denkt, so, Alter, was sind das für Mongos? So. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre die Band jetzt nicht mehr wirklich so, wie ich es vorher gehört habe, weil ich einfach weiss, so, hey, also, 100%, ja. Es sind schon komische Leute. Eben, es kann wirklich, es kann es besser machen, es kann es komplett zerstören. Ja. Erzähl mal sonst, mit wem habt ihr in der UK gespielt? Die erste Tour war mit Bitterwood und Bound in Fear. Die zweite Tour war mit Pint Glass und... Habt ihr mit Malevolence gespielt? Nein. Nicht? Keine Ahnung, wie die zweite Band heisst. Ah. God Eater. God Eater, ja, alright. God Eater. Fast stabile Band, nehmen Pint Glass und God Eater. Geil. Geil. Ja, geil gewesen. Auch alles geile Leute, vor allem Bound in Fear und Pint Glass ist der gleiche Vocalist. Alright. Double Duty gemacht, ja. Jesus. Also nein, wir sind ja, eine Tour war ja Bound in Fear gewesen, die andere Tour sind 2 verschiedene Touren. Ich habe gemeint, er hätte beide Sätze. Nein. Aber auch er ist brutaler G. Dang, Alter. Ja. Und eben in den USA, mit wem haben wir gespielt? Dort sind wir mit Distant und Angel Maker und Body Snatcher unterwegs. Ja. Und dort, du hast... Aber dort sind wir nicht Headliner gewesen, gell? Dort sind wir die zweite Band vom Abend. Zweite Band vom Abend. Aber wenn ich die Insta-Stories angeschaut habe, höchstwahrscheinlich das Highlight. wer hat den Tourbus mit Bauschaum gehabt? Distant. So epic halt. Ist dann auch die letzte Show, wir haben dann auch, nach dieser ganzen Tour haben wir noch 4 Additional Dates gespielt mit Distant. Die letzte Show ist der Bus abgelegen. Sind sie einfach nicht gekommen. Scheiße. Ja. Das ist auch so epic. Ja, gut, das war aber klar gewesen, dass er ablädt, der Bus. Das wundert jetzt nicht. Sie haben auch einmal ein Day Off haben wir gehabt und den Day Off haben wir müssen fahren von Houston nach Phoenix und das sind 18 Stunden. Jesus Christ, Alter. Die Distanz in den USA. Und dann sind wir gefahren und wirklich durch die ganze Wüste, durch, wie heisst sie? Die Chihuahua-Wüste. Chihuahua-Wüste? Ja, ich glaube. Okay. Und plötzlich schreiben sie, hey, ja, wir haben kein Benzin mehr. Und wir sind schon wirklich fast und sie so, ja, wir sind jetzt so dort und wir haben kein Benzin mehr, wir sind mitten in der Wüste. Scheiße, Alter. Aber sie haben dann irgendwie nur 2 Stunden verloren. Aha. Okay. What? Jesus. Aber stell dir vor, du bist in der Wüste und hast einfach kein Benzin mehr. Scheiße. Und dort war wirklich nichts gewesen, Alter. Das war krass gewesen. Ja, dann kannst du der nächsten Tankstelle einen Tag laufen. Ja. Ja, oder noch mehr, wenn du halt 18 Kilo. Also ja, es hat schon regelmäßig Tankstellen gehabt, aber halt, es ist halt wirklich im Nowhere gewesen. So. Ja. Fucking hell. Und sie sind, glaube ich, 8 Kilometer vor der nächsten Tankstelle sind stehen geblieben. Ja. Und darum hat dann gerade so einen Sheriff, dann ist dann gerade so in der Region gewesen und hat ihnen Benzin mitgebracht. Shit, hey. Meine Nerven dort, ich sag's dir. Aber erzähl, USA-Tour, da hat sicher ein interessantes Erlebnis gehabt. Ja, mega. Oder? Also vor allem was ist. die Leute, oder? Weil Aha. die Leute sind, es ist ja kein Geheimnis, dass wir so gehypt werden in den USA. Und wo wir das announced haben, ist halt brutaler Hype gewesen. Und jede Show absoluter Abriss gewesen. Geil. Und die Leute wirklich, also wir sind Rockstars gewesen in den USA. Also die Leute haben zu uns raufgeschaut und ja, ist halt meistens ist, also eben vor allem so kleine Venues, hast halt meistens kein Backstage gehabt und so. Das ist dann schon fast ein bisschen manchmal too much geworden, oder? Wir haben dann wirklich from the Zelli, oder? Frontman. Ja. Das war schon fast ein bisschen mühsam gewesen. Wir haben aber auch geile Venues gespielt, wirklich mit Absperrung und so und so grosse Sachen. Ja. Also alles erlebt in den USA. Haben wir überhaupt genug Merchandise dabei gehabt? Nein. Nein. Was? Nein. Also wir hätten viel mehr können verkaufen, aber wir sind nach dem 3. Date haben wir kein Merch mehr gehabt. Und wir haben für irgendwie, keine Ahnung, $1 Merch gekauft. Bloody hell, shit, Mann. Alter. Ja, und dann haben wir haben meistens kein Merch gehabt, also nur wenig, und vor allem halt nur kleine Grössen und
So, wir haben das eine Shirt, das ich heute zum Pennen angehabt habe, weil ich mein T-Shirt hier vergessen habe. WhatsApp. Und nachher, ja, wir haben halt dann, es ist dann schon irgendwie gegangen, wir haben dann immer wieder solche Nachschübe bekommen, wir den Film verkaufen und die letzte Ladung ist einfach in die falsche Stadt geschickt worden. Und die haben wir gar nicht verkaufen. Jesus. Die haben wir dann wieder, wir haben dann eine Online-Story in den USA und die haben wir einfach dann dort verkauft. Oder? Aber das Merch-Game ist krass, also die kaufen alles dort. Wir haben sogar am zweitletzten Abend am Zelli seine Schuhe, seine grusig verstinkten sind es gewesen? Ich glaube New Balance verkauft für $100. Und also er hat schon alles unterschrieben und so, aber sie haben so gestunken und so grusig. Das ist einfach ja, aber das ist einfach, ich glaube, alles kaufen, alles. Ich glaube, aber für einen Fan ist das geil. Ja, ich glaube, das ist für einen so Fan krass ist das wirklich geil, so stinkige Schuhe. Das ist fix jetzt so in einem Glas, hinter der Glasscheibe ja, so. fix. Das erste Pelvis schon. Es hat oben es hat Luftlöcher drin, dass du das schmeckst. Ja, genau. So krass, die haben sind so krank. So geil, Mann. Aber es sind geile, also nette Leute, sind mega offen. Das kennst du in Europa. Also ich habe das nicht gekannt. So, die Leute kommen zu dir, so geile Tattoos. Wo bist du? Auf der Straße, weißt du? So. Ja, das Essen ist scheiße. Wirklich? Ja, habe ich nicht gefühlt. What? Also etwas anderes gäbe ich Fast Food. Es hat eigentlich nur Fast Food. Fuck. Das Catering hast du auch nicht. Du kommst $100 über pro Abend. Alright, Du musst sogar Bühnenwasser und Bananen zahlen, oder? Alright. Das ist, also in dieser Richtung sind sie ein bisschen gitzig, die Amis. Ja. Und die Distanzen halt, alles selber gefahren. Wir haben 2 Teams gemacht. Tex-Mex ist nicht gut gewesen. Wie meinst du? Tex-Mex. Was heisst das? Texas Mexican Food. Ist Texas Mexican? Ah ja, also mal, es ist okay so gewesen, so, aber... und so. Keine Ahnung. Aber hättest du halt gleich mal etwas, das nicht für dich hättest du mal Bock auf so einen geilen Teller Pasta gehabt, oder? Ja. Oder halt so einen geilen Salat, so einen frischen, oder? Also frisches Essen ist nicht so... Ja, aber das hat der Kollege, der Vigi, der mit Swiss Snowboard am da war, auch gesagt, das Essen ist... Ja, das Essen ist nicht so geil. AIDS dort. Und wenn es halt so frisch ist, oder das Gefühl hast, es ist frisch und geil, so, ist es meistens so mit Chemikalien vollgepumpt, dass es halt genau darum frisch ist, oder? Ja. Das ist krass. Haben uns dann die Leute auch gesagt, oder? Aha. Panera Bread ist brutal geil. Panera Bread? Das ist einfach so eine Fastfood-Kette, die einfach so frische Sachen macht. Und nachher hat uns dann die Sängerin von Dying Wish gesagt, wo wir mit ihnen in Europa auf Tour sind, alter Panera Bread ist das Unterste vom Untersten. Und wir haben das so geil gefunden dort. Und Dying Wish ist auch eine Band, die ich auch letztens entdeckt habe. Das ist so gut. Auch geile Leute. Ja. Und eben, was soll ich sagen? Wir haben halt beim Fahren, wir haben halt alles selber gefahren mit dem RV. Meistens 4 Stunden, also die Hälfte vom Weg in der Nacht. Nachher sind wir gepennt und 2 sind am Morgen um 7 Uhr aufgestanden und haben den Rest vom Weg gemacht. Und nochmal 4 Stunden. Also meistens sind es zwischen 6 und 10 Stunden gewesen, Fahrten. Von Ort zu Ort, oder? Ja gut, ja. Aber das hast du bei Europa-Tours ja oft nicht. Ja gut, wobei, wenn du vom einen Tag vom Download als Greenfield fährst, ist auch noch. Ja, aber wenn du Europa-Tour machst, dann fährst du von Frankfurt auf Köln, von Köln auf... Ja gut, ja. Auf Holland, auf Amsterdam, auf Eichau. Das sind so 3-4 Stunden. Ja. Und Dings... Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte sagen. Ich habe einen Gedanken, also gut weg. Nein, aber die Distanz in den USA ist ja crazy, Mann. Es hat schon ein paar Dates gegeben, die näher voneinander waren. Das sind dann so 4-5 Stunden Fahrten. Und das sind auch so Dates gewesen, wo wir gesagt haben, so, komm, heute Nacht bleiben wir da vor dem Venue und machen ein bisschen Party, oder? Aber sonst, also 95% der Dates sind wir am Abend wieder losgefahren, weil wir halt 8 bis 10 Stunden müssen fahren. Denkst du, habt ihr eine Van gefahren? Was habt ihr dort? So RV, das ist so ein Wohnmobil in Übergröße. Ja, aber es war angenehm gewesen. Ja, es war ein bisschen eng gewesen. Wir haben ja eigentlich, hätten wir ein grösseres Wohnmobil gehabt, das haben wir dann vor Tourstart dort nicht bekommen. Dann haben wir halt so eine Notlösung gebraucht. Nachher ist halt dann hat es dann schon für einen RV gelangt, aber es ist halt ein bisschen enger geworden. Also einer hat dann auf dem Boden schlafen. Wie haben ihr das ausgelöst? Ist es jeden Abend ein anderer Nein, oder? Einer hat sich freiwillig gemacht. Unser FOH, Shoutout an Fabo, der kann überall schlafen. Wir haben dann so wirklich Matratzen gekauft. So, und dann hat er dann dort sein Bett liegen gemacht. Also wie viel sind da gewesen, Crew? 6. 6? Ja. Also insgesamt sind in dem Fall 10 Leute gewesen? Nein, 6. Also 6 insgesamt? 4 Leute und 2 Crew. Alright. Ja. 4 Bandmates und 2 Crew, ja. Crew sind von dort oder von da? Von Europa. Also der Fabo ist ein Sound Engineer, den wir ja immer haben jetzt. Ja. Und der Ron, unser TM und Merch-Verkäufer. TM?
Tourmanager. Tourmanager, alright. Wo haben die Leute kennengelernt? Alles durch das Management. Also der Fabo kommt auch von Karlsruhe. Unser Management sitzt in Karlsruhe. Alright. Und der Ron ist ein guter Kollege von unserem Manager. Und ja, die haben alles Musiker, oder? Alle so ein bisschen auch so ein bisschen Side-Business-mäßig unterwegs. Und das ist natürlich geil, wenn du dann kannst mitgehen. Das ist cool, ja. Ja, musst ja auch, wenn du nicht, ich meine, hauptsächlich machst du auch in der Musik Geld mit Touren, Ja, voll. oder? Du musst halt schon schauen, wenn du nicht auf Tour bist, dass du irgendwie auch noch ein bisschen Geld reinholen kannst. Ich meine, Emil Bulls und Itchy haben ja den gleichen Techniker. Wirklich? Ja, der Dings, wie heisst er? Itchy hat mal ein Lied über ihn geschrieben. Nicht das Lied geschrieben, aber sie schreiben die ganze Zeit über ihn ihren Blöd. Die machen immer so Tour-Dings und dann jedes Mal, wenn sie ein Konzert gespielt haben, macht es einen Konzertbericht, was selber so 3 Seiten schreiben. Das ist fucking funny. Dort, das ist der eine Dude. Macht einfach. Das ist einfach der ist so, das ist dem sein Job. Der ist einfach Stagehand. Geht mit irgendwelchen, geht mit, also wahrscheinlich mit mehr als diesen 2 Bands auf Tour und der spielt halt einfach am Arbeiten. Ja, eben, die arbeiten halt einfach für die Bands. Halt so Crew halt, oder? Und wo haben die die Tour angefangen und wo haben die aufgehört in den USA? In Orlando haben wir angefangen. Nachher sind wir einmal so rundum. Und nachher aufgehört, die offizielle Tour hat irgendwo oben an New York aufgehört. Pennsylvania. Alright. Und nachher haben wir wieder auf Orlando runter müssen, weil der RV dort runter wieder. Dann haben wir die 4 Additional Dates dann noch übers Land verteilt und nachher wir sind eigentlich wirklich erst von Orlando nachher über an die Ostküste und dann wieder über durch die Wüste, also Las Vegas, Salt Lake City. Und nachher aufwärts Detroit, Chicago, und nachher über New York und nachher die Ostküste wieder runter. Welche Stadt hast du am coolsten gefunden? Also Stadt habe ich in New York am geilsten gefunden. Weil wir halt dann in der Nacht sind wir dann halt dann trotzdem noch schon in Times Square und so. Ja. Das war krass, mega eindrücklich. Aber so Bundesstaat habe ich so South Carolina am geilsten gefunden. Weil es halt so haben ihr The Walking Dead geschaut? Nein. Genau so hat es dir ausgesehen. So geil. Nice. Weißt du, so relativ karg, aber dann trotzdem so lange Straßen mit so wirklich Haus an Haus und so Telefonmasten, wo du so noch. Weißt du, richtig. Ja. Das habe ich sehr geil gefunden. Sick. Das ist ja geil. Ja. Aber ich sind ja selber gefahren. Haben ihr herausgefunden, welchen Song so am Morgen um 3 musst du reinkicken, damit du jetzt nicht mit dem Auto gegen den Baum fährst? So als der Roadtrip-Song. Gibt es da irgendetwas? Oder einfach so, okay, jetzt das und dann fahren wir nochmal 10 Kilometer, ohne dass wir sterben? Gute Frage. Wir haben mega verschiedene Sachen gelost. Also, ich habe meistens Metal gelost. Ja, fair. Weil, gut, du bist auch ein kleiner Metal-Head. Was war so die Road-Playlist? Hat es im Fall nicht wirklich gegeben. Also jeder hat so seine Sachen gelost, wenn er gefahren ist und so. Die anderen haben dann meistens gepennt. Weil, irgendwann musst du schlafen. Ja, keine Ahnung, am Morgen meistens so, eben so entweder Indie oder Rock oder eben Metal, so, aber halt meistens im Hintergrund, wir haben auch viel miteinander einfach geschnurrt, so, oder es war halt dann einfach ruhig gewesen, so. Ja, und eben meistens halt immer 2 gefahren, weil der Beifahrer war meistens auch wach gewesen. Und, ja. Ist ja besser so. Ja, also sonst halt so Goa oder mal Dubstep und Drum Bass ist viel auch gelaufen, so in der Nacht. Dass du kannst, raven halt, dass du ein bisschen wach bleibst. Oder? Wir machen das jetzt in der nächsten Tour, wir haben es vor kurzem. Auch wieder RV. Aber eben jetzt mit einem grösseren, wieder gleiche Crew, also 4 Leute, 4 Bandmates und 2 Crew. Und ein grösserer Anhänger für mehr Merch. Ja. Aber sonst wieder eigentlich gleich, ja. Vielleicht sogar noch ein Fahrer. Alright. Das müssen wir jetzt noch herausfinden. Fancy. Also das wäre geil. Ja, dann könnt ihr schlafen. Weil, ja eben, ich habe dann, also, eigentlich haben wir ohne Fahrer gehen und nachher ist mir in den Sinn gekommen, also wir spielen dort 1 Stunde Headliner-Set und dann noch 4 Stunden fahren. Wird hart. Das ist schon hart, ja. Schon recht krasses Tempo im Fall. Eben jeden Tag fahren. Ja. Eben, und wir haben halt keine Off-Days gehabt und dann haben wir dann gegen den Schluss der Tour hast du dann gemerkt, so, das wird mühsam. Ja, also gegen den Schluss der Tour haben wir dann gemerkt, so wie es halt wirklich langsam ansetzt, das Ganze, sorry. So easy, kein Ding.
Wir haben einen guten Audio-Chief Also Master immer Engineer da. Es rutscht immer ein bisschen runter, das ja, war das ist Mixed Stand-up. Der ist schon seit Soll Jahren. ich es wieder fixen? Wie hast du das Mal Hast du das Tape da? Du meinst den Gewicht dort dazu? Nein, der Ricky, das ist eine stimmt. Fun Story. Der Ricky hat irgendwie Sachen dort hinten machen, damit das Ding nicht runterfällt und weiss ich was. Und dann habe ich einfach einen Trick angewendet, den ich vom Timo gelernt habe. Und zwar, wenn du einfach mit Tape den Stängel dort an Dings anklebst, dann hebt es. Das kann ja gar nichts mehr hin. Haben wir das schnell? Sag mir das schnell, Ricky. So, ich erkläre euch jetzt. Ihr lernt jetzt sogar etwas heute. Bildungsauftrag wieder erfüllt. Das war ein bisschen laut. Das Tape ist jetzt wahrscheinlich so. Stimmt, ja. Zack. Das ist ein cooler Trick. Dann geht dann Ja. nichts mehr hin. so geil. Was? Wie jetzt siehst, eben, wir sind vom Ebri auf US-Tour quasi gegangen. Was siehst du so, sind die coolsten Punkte und was sind Sachen, die du vielleicht nicht erwartet hast, die vielleicht nicht so cool sind? Also jetzt aus meiner Sicht. Ja, sicher. Also das Allergeilste ist natürlich Crowd-Reaction, vor allem in den USA. Also das ist krank, wie sie mitsingen, wie sie mitmachen. Wirklich von vorne bis hinten ist ein Moshpit, weißt du so. Und auch sonst eben an diesen grossen Festivals, wo man jetzt dürfen spielen, diesen Sommer, absolut krank, weißt du so. Was ich jetzt für mich persönlich, was ich finde, was mir nicht so passt, ist halt das Reisen. Und ich bin nicht so gerne unterwegs so. Das habe ich jetzt so müssen merken. Ich bin lieber daheim so, aber Das ist auch geil. du musst halt gewisse Opfer bringen. Ja, und darum, ja, musst halt wir müssen ein gesundes Mittelmaß finden. So. Und im Moment passt es gerade und so, aber ich glaube, ich persönlich wäre jetzt nicht so der Typ, der dann so 6-7 Monate im Jahr so auf Tour ist. Sonst vergessen. Dann schießt es mir dann, glaube ich, an. Aber so wie es jetzt ist, so, eben, ich sage jetzt mal 2-3 Monate, eher weniger auf Tour sind im Jahr, plus Festivalshows, absolut geil. Ja. Ja, Festivalshows sind ja auch eher am Wochenende. Ja, aber das sind ja meistens, dann sind ja meistens in Europa. Und ja, gehst fix, schnell. Ja. Eben, und Europa-Touren versus USA-Touren. Was sind so für dich die Unterschiede? Oder? Das Essen. Ja, das Catering, die Venues an sich. Eben, Europa ist natürlich absolut geile Venues, wo der Staat halt, du merkst schon, der Staat, oder, es wird unterstützt, oder? Die Kultur wird unterstützt, das ist in Amerika leider nicht so. Ausser du hast halt so eine professionelle Venue, aber die sind meistens halt auch unter Privatbesitz, oder? Eben, wir haben auch in Bars gespielt, wir haben in grossen Konzerthallen gespielt. Kein Waffle House gespielt. Kein Waffle House gespielt, zum Glück nicht. Scheiß Waffle House. Ja, und dafür ist halt in Europa das Publikum schwieriger zum Abholen, oder? Das ist halt so. Und dafür hast du geile grosse Venues mit Absperrung und so. Ja. Das ist halt einfach so Rockstar-mäßig, oder? Ja. Und In Europa ist halt auch, hast meistens einen Nightliner. Ja. Geil. Damn, Nightliner. Ist das so fancy, wie es tönt? Schon geil. Also wir haben jetzt im April mit Counterparts haben wir einen gehabt. Haben zwar alle 4 Bands in dem Nightliner drin gewesen, also er war pumpenvoll gewesen. Wie viele Leute haben die so einen Nightliner Platz? 22. 22? Ja. Welche Band hat am meisten gefurzt? Wir. Einfach Swiss Cheese Bomb im Bus. Ich komme von vielen Käse. Ja, also ich meine, es ist alles, also im oberen Stock ist ja alles verteilt, alles voller Banks und so. Und du hast ja deinen Vorhang und so deine Privatsphäre. Und also, wir haben halt so Bands, immer so bandweise gehabt, oder? Und darum, wir haben halt einfach so unseren Platz gehabt. Darum, wir haben uns immer voll gefurzt, oder? Ich weiss nicht, was Counterparts hinten im Bus gemacht haben. Wahrscheinlich das Gleiche. Ja, wahrscheinlich schon, Ich ja. habe sich auch voll gefurzt. Ja, das ist halt schon geil, ja. Und du kannst halt einen Nightliner, kannst am Abend einsteigen, gehst entweder hockst du und trinkst noch ein Bier, oder er fährt dann los und machst dann noch Party drinnen, oder gehst schlafen. Am nächsten Tag bist du einfach da, bist einfach in der nächsten Stadt. So. Ist mal jemand vergessen worden? Nein. Auch nicht beim Aufladen. Pascal ist immer eingehalten worden. Auch nicht so am Anfang von der Tour am Bahnhof. Nein. Weil man ein falsches Datum, weil man eine falsche Uhrzeit geliefert bekommen hat. Nein, also der Bus wäre fast ohne mich abgefahren am Anfang. Weil ich habe das gute Glück gehabt, Counterparts hat in Würzburg probiert. Die haben ihre Bandprobe dort gehabt. Und ich wohne ja in Würzburg. Und nachher
habe ich dort können aufkumpen auf den Bus. Es war halt aber morgen um 6 Uhr. Jeder hat geschlafen und der Busfahrer hat das nicht so gecheckt, dass ich noch zusteige. Und er war gerade so am Losfahren und ich bin so dort am Winken. Ich muss auch noch mit. Und dann habe ich aber dann noch einsteigen. Geil. Geiler Busfahrer. Geil. Busfahrer ist absolut Ich stell mir vor, Legende gewesen. Stell dir vor, der hätte dich auch einfach reinlassen, wenn du nicht Teil von der Tour gewesen wärst, sondern einfach so, der hat eine Gitarre dabei und Tattoos. Ja, da kann man mitnehmen. Mann, so lustig. Ja, ich habe einfach so gesagt, so, ja, Counterparts. Er so, ja, Counterparts, kannst du reinkommen. Er hat aber auch nicht so gut Englisch können. Shit. Ja, das ist das Ding. Eben, das ist das Leuchtwesten-Phänomen. Wenn du Leuchtwesten hast und einfach laufst, kommst du überall rein. Ja, fix, ja. Das ist, glaube ich, an jedem Festival. Ja. Wir sind am Wacken, wo ich mit dem Dave und dem Moritz von Safer als Breath am Wacken war. Dann hat es ein Zelt gehabt und dann war der Eingang rechts gewesen, und es hat links nochmal einen Eingang gehabt. Und wir haben das Gefühl, ja, schießt das jetzt da rechts raus, wir wollen mal schauen, was links ist. Sind so links rausgelaufen und dann hat er uns nach dem Bändeli gefragt und wir so, weird, dass wir beim Rausgehen das Bändeli zeigen. Ja, aber easy, haben wir das Bändeli angehabt und sind durchgelaufen. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass wir einfach im Backstage sind. So geil, oder? Wir sind einfach im Backstage gewesen. Und wir haben absolut kein... Also wir haben dann noch so ein Camping-Bändeli gehabt, weil wir irgendwie 2 Tage vorher nicht waren. Also es hat noch mal etwas Zusätzliches zu unserem regulären Bändeli gehabt. Das ist nicht so. Und Security. Dann hat der Security wahrscheinlich einfach... Wir sind wirklich einfach gelaufen. Wir haben nicht irgendwie ihm unser Bändeli gezeigt. Wir haben es einfach so angehabt und sind weitergelaufen. Ja. Und dann er so... Niemand hat das aufgehört. Irgendwann schreibt mir der Dave so ein SMS, so, Bruder, ihr seid, glaube ich, im Backstage. Geil. So, ja. Ich habe mal versucht... Es ist langweilig da. Es läuft gar nicht. Ich habe mal versucht, in Hinwil einen Kollegen im Backstage nicht schmuggeln, zum Alter Bridge kennenlernen. Der Rock the Ring. Ja. Aber dort war es cool, dass es nicht so gewesen wie dort. Nehmen ihren Job auch noch ernst. Ja, aber ist schon wichtig. Ja, mega. Schon wichtig. Ich muss pissen. Muss pissen. Machen wir Pipi-Pause? Ja, das ist doch gut. Pause. Cut. And we're back in this bitch. Yes. Hey, ich habe vorher gerade herausgefunden, ich habe eigentlich doch die perfekte Ansage für den Podcast. Ich habe es dir schon mal gesagt, ich habe sie wieder vergessen jetzt zwischendrin. Was? Was war es? Nochmal eine Episode, wo uns mega viele Leute werden hassen, weil sie nicht auf Englisch ist. Ja, mega. Du, bei Breaking of Sanity im Fall, so viele Leute so wie, why not English? So. Ich habe nachher, ich habe 2 Clips gemacht, wo ich manuell die Subtitles gemacht habe. Nein, wirklich? Ich hatte 3 Minuten, den 6 Minuten Clip, den habe ich 3-4 Stunden gehabt. Im Fall zum Stell dir vor, 2 Stunden lang. Ich habe am Anfang gedacht, so, ja, ich mache es noch. Das ganze Podcast ist so, fuck no. Das ist schon das Problem, wenn wir Hochdeutsch reden, könntest du einfach... Ja. Könntest du einfach machen. Eben, jetzt siehst du ja auch Hochdeutsch in Würzburg. Ich spreche schon immer. Oh mein Gott. Das ist geil, jetzt alle gerade Metal Server deabonniert. Ja, genau. Nein, meine Mama ist ja halb Deutsch, also ich bin ja mit Hochdeutsch aufgewachsen. Alright. So ich habe schon immer meine Roots in Deutschland gehabt. Jetzt kannst du die ausleben. Ja, jetzt bin ich dort hin. Ja. Eben, du bist in der Nähe vom Thomann-Dings, oder? Ja, also wir haben schon auch 45 Minuten dort hin. Es ist schon ein bisschen weiter weg. Ich wollte schon mal zum Thomann-Shop gehen. Ich bin gesehen, das ist krass. Aber 45 Minuten habe ich auch von da aus bis ins nächste Musikfach geschafft, weil die sicher einfach alle zugehen. Ja. Eben, nein, Dings. Wann bringst du ein Signature Flying V raus? Keine Ahnung, wenn ESP aus den USA kommt und... Aha. Ja. Alter, am Hellfest... Das wäre die einzige das wäre ein Flying V, den ich mir dazu tue. Die würde ich mir kaufen. Zum Schluss am Hellfest... Tony Rouser, kennt ihr den? Das ist der Endorsements vergibt bei ESP. Alright. Ja, habe ich schon 2-mal zum Morgen gegessen mit. Er ist bei uns beim Hellfest, hat er zugeschaut von hinten. Und ich habe mir noch gedacht, so, woher kenne ich denn den? Weißt du, ich habe es nicht gecheckt. Und nachher sind wir am Heimfahren, gesehen so auf Insta, Tony Rouser am Hellfest. Ich so, cool. Cool, ja. Zum Glück habe ich mit ihm geredet. Aha. Darum, jetzt mal schauen. Also, ich wäre schon offen für eine Signature. Ja. Wie würdest du deine Flying V gestalten? Ja, ich würde, glaube relativ basic machen. Aber was ich Bock hätte, so beim 12. Bund, wie da beim Chapman, so einen Galgen. Oh, yes. Oh, geil. Oder einen Bürostuhl. Nein, Galgen. Okay, Galgen ist schon geil. Dann Reversed Headstock. Das Floyd Rose. Pickups? Wahrscheinlich nur ein Pickup. Yes, ich liebe ein Pickup. Ist so... Es ist also weißt du, so, vor allem wenn nicht so beim Solo umswitch ist. Ich brauche nie einen anderen Pickup, Mann. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, die Gitarre, die ich jetzt spiele, die ESP LTD Arrow Black Metal mit einem Pickup und einem Killswitch und einem Floyd Rose, ist genau das, was ich brauche. Ja.
Der Killswitch ist der, der ausschaltet. So, du weißt, kannst du so abstellen. Habe ich zwar noch nie wirklich gebraucht, aber ist geil. Ja. Ja, ich glaube so. Und vielleicht, keine Ahnung, schwarz, ist schon schwarz-matt, irgendwie so etwas. Slick. Ja. Irgendwie so. Also kannst du eins von deinen Tattoos drauf machen. Aber dann, wenn dann hinten. Ja. Ich stehe nicht drauf, wenn vorne so spacey Sachen ist. Ja. Irgendwie so, ja. Und Fishman-Pickups auf jeden Fall. Fishman Fluence, ja. Und es blockiert es dreimal. Bist du endorsed? Bist du jetzt endorsed? Was? Nice. Sick, Alter, geil. Nice. Aber more to come. Alright. Aber brutal geil. Gibt es einfach auch noch ein Signature Paleface Pickup gleich? Who knows? Who knows? Okay. Alright. Bin sehr gespannt. Bin mega gespannt. Also, es ist jetzt erst im Kommen, wir haben jetzt erst Bescheid bekommen. Aber freue mich mega. Ja, Mann. Brutal fett. Geil. Geil. Sick, Alter. Aber jetzt bist du bist mehr so. Das Ding ist eben, das ist so, du machst Musik, wo du eigentlich ganz sicher einen aktiven Tonabnehmer hast. Ja. Aber du bist so ein fresher Boy, das heisst, passive Tonabnehmer haben bei dir sicher auch einen Platz im Herzli, oder? Es geht. Ich bin schon immer aktiv gewesen, schon seit Anfang an. Gut, Fishman sind eben speziell, oder? Die kannst du aufladen. Also die sind schon aktiv, aber du kannst sie aufladen mit einem Ladekabel. Ah, was? Ja, mit einem USB-C-Ladekabel. Fucking Oder Mini-USB, glaube ich. Die sind recht speziell. Die haben recht eine neue Technologie ausgebracht. So eine Mischung aus beiden Welten irgendwie. Ja, weil das ist immer das Problem, das ich mit den EMGs hatte. Die tönen einfach so fucking flach. Die tönen wie jeder moderne Metalcore-Mix. Jawohl, Silvan wird wieder gecancelt von der halben Dienst. Der halbe Schweizer Du musst das spielen, was du geil findest. Ja, also weißt du so. Absolut. Das stimmt, darum sind wir auch nicht erfolgreich. Darum sind wir auch nicht erfolgreich. Das habe ich jetzt nicht sagen. Aber Dings, eben, Gear ist einfach geil. Ja, ich stehe auf Gear, sag's dir Ja, ehrlich. Mann. Welche String spielst EXL 157 von Dario. Das sind eigentlich 157. Baritone Strings. du? Aber damals, also der Gitarrist von I Am, Mhm. von der Band aus Texas, weiß nicht, ob ihr die kennt, Mhm. brutal geil, Mhm. hat mir die empfohlen, weil er spielt ja und er spielt auch Drop G Sharp mit dem Floyd Rose. Mhm. Und finde ich so geil. Das ist etwas, was ich immer noch nicht verstehe. Wie kann das funktionieren? Drop G-Sharp mit einem Floyd. Ja, gut, Wie fett sind die Seiten? 68-14. 68. Alright. fucking hell. Ja. Das sind rechte. Bruder, das ist ein Stahlseil. Mhm. Aber also ich will niemand etwas anderes spielen, Mhm. sag's dir ehrlich. Ich habe eine hohe Freude. Je fetter, desto besser. Das ist schon geil. Ja. Vor allem so, ich finde es einfacher, wenn du so Pinch Harmonics machst, Mhm. auf fetteren Seiten. Es ist so viel einfacher. Mhm. Das ist auch etwas, wo ich sage, du nailst die scheiß Pinch Harmonics, Alter. Ich hasse fucking Pinch Harmonics. Ich tue die immer fehlen und live ist einfach blöd. Nachher stehe ich so drauf, der Tim, der hittet auch jede Pinch Harmonic. Ich so, Dann hast du links die perfekte Pinch-Harmonik, Genau. rechts der Ricky so. Genau. Ja, gut. Das ist so schlimm. Ja, beim Schreiben, oder? Ja, Pinch hier, Pinch dort, Pinch da. Dann musst du alles live schön Ich anbringen. finde so, Pinch Harmonics und Dive Bombs sind einfach so geil. Ja, das sind deine Dinge immer gewesen. so geil. Ja. Das ist geil. Ja, ich habe letztes Jahr noch angefangen, Pinch-Harmonics und Swammy zu brauchen. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehabt habe. Ich gehe alle damit auf den Sack, aber ich finde es einfach geil, wenn du so eine Pinch-Harmonik machst und dann geht sie einfach noch mehr auf. Ja. Ja, Aber Dive Bombs sind aber schon geil. finde ich so hart. Irgendwann muss ich mir schon einen Floyd Rose holen und einfach den Scheiß lernen. Oder ich schicke dir einfach ein paar geile Dive Bombs von mir und dann. Kannst du sie Kann ich rein rein tun. Ja. Geil. So gut. Aber hast du viel so Tipps bekommen von anderen Bands, die einfach geblieben sind? Also was so Spielen anbelangt? Oder? Allgemein, es könnte ja auch vom Leben sein, es könnte vom Also Vom Gear Touring-Tipps sein. halt. Also ich muss Touring-Tipps. ehrlich sagen, so spontan kommt mir nichts in den Sinn. Mhm. Müsste es mal überlegen. Ja. Aber sonst, also wir haben eben, der Fabo, unser Sound-Engineer, ist mega ein mega Nerd, was eben Gear und so betrifft. Er ist auch eben erstens ist er ausgebildeter Sound-Engineer. Dann hat er in einem Musikgeschäft gearbeitet, also weiss ja. alles über Gitarren und auch ein Schlagzeug und so. Und eben vor allem Gear, was Camper, Quad Cortex und so all die Sachen, die keine Amps sind, Ja. keine Real Amps sind, weiss er alles. Ja. Eben auch so Helix und Zeug. Und er hat mir schon, ich habe mega viel von ihm können lernen. Bin ich auch mega dankbar dafür. Geil. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie so, wäre ich nie auf das gekommen. Weil ich bin einfach zu faul, um mich einmal zu belesen. Ja. Das ist also auch mühsam. Ich finde es einfach cool, wenn Leute hast, kannst du einfach fragen. Sorry, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein neues geiles Ding kaufst zum Spielen damit und dann hockst du so an, so geil, dann steckst du es ein und dann ist so, ja, es tönt nicht.
Zuerst mal 8 Stunden Bedienungsanleitung lesen und dann 4 Stunden einstellen. Das ist halt schon geil, also Röhren nimmst. Es läuft einfach. Weniger ist mehr. Aber es ist heavy zum Tragen. Ja, vor allem läuft es meistens auch nicht, wenn sie mal einen Flüger gerührt hast und dann zu Amerika nachkommst. Ja, von den Bands, die du tourst oder allgemein bei deinen Erfahrungen, welche so Bands hast du kennengelernt, die du vorher nicht gekannt hast und nachher einfach mal live gesehen hast und so wie, damn, Alter, so richtig gut gefunden hast, so coole Entdeckungen? Wie meinst du das jetzt? Was hast du für neue Bands entdeckt oder wo vielleicht mal hast du den Namen gekannt? Aber wenn ich vorher nicht abgecheckt habe und jetzt bin ich mit ihr auf Tour gewesen und jetzt finde ich es so geil. Genau. Counterparts. Habe ich nie wirklich gelost, bin ich nie wirklich reingekommen. Und nachher habe ich es gesehen, also jeden Abend live gesehen und jetzt kenne ich alle ihre Songs. Ja. Weißt du, was ich meine? Fühle ich schon. Habe ich auch alle gespeichert gerade dann. Ja. Mit wem sind wir unterwegs gewesen? Ja, Angel Maker. Aber Angel Maker habe ich schon vorher gut gekannt. Also habe ich auch schon durch den Ramon damals von Sacrifice to the Scythe. Nicht scheiße. Ja, er hat mir die gezeigt und habe ich auch sehr geil gefunden. Habe ich eben auch das erste Album immer früher gehört und dann sind wir mit ihnen auf Tour gegangen und ich so. Geil. Stabil. Ja, und eben live, geil. Also auch mega liebe Leute und mega herzlich auch und viel Deep Talks mit denen gehabt. Schön. Ja. Ich würde jetzt mal sagen Angel Maker und Counterparts. Ja. Geil. Counterparts habe ich einfach auch nie wirklich reingelassen, bis zu dem Gig, wo ihr mit ihnen gespielt habt im Kiff. Ja. Den habe ich saugeil gefunden. Mega. Der war richtig gut gewesen. Ich habe euch die beste Band gefunden, aber es einfach wie Counterparts war geil gewesen. Wir sind einfach Chaos gewesen. Ich liebe auch ein Chaos auf der Bühne. Das ist so. Ja, so, habe ich nicht dir gesagt nach dem Konzert im Baden? Kiff im Werk vorher, dass oder dir habe ich glaube ich gesagt, dass ich so wahrscheinlich eine Slipknot-Show vor 20 Jahren habe müssen. Ja, mir hast du das gesagt, ja. Das ist wirklich, also, das ist so, ich habe schon lange nicht mehr etwas gesehen, was einfach so einfach so drüber war. Es war so drüber gewesen. Ja. Und auch jedes Mal, wenn ich ihn nachher gesehen habe, es ist so drüber. Geil, es ist einfach wirklich Chaos. Die Performance ist einfach top. Nice. Ja. Aber eben, du bist ja nicht nur ein harter Boy. Ja, ich habe auch eine andere Phase gehabt. Wir haben vorher mal noch kurz etwas angesprochen, weil eben, also, du bist ja wirklich auch musikalisch so sonst noch so Nebensachen am machen, amix. Und wir haben es jetzt schier vergessen, der Ricky und ich, was für einen von uns zwei wesentlich mehr peinlich ist wie für den anderen, weil ich glaube, der hat es produziert. Ja, fix, ja. Du hast mal noch eine Solo-EP rausgebracht, gell? Genau, ja. 2. Nick. 2. Zwei. Ja, das stimmt. Beide der Ricky produziert. Yes. Ich habe heute gehört, Kannst auch, aber vor allem, es ist mir vorhin gekommen, wo du gefragt hast wegen dem Song, ich habe einmal an einem Abend alles durchgelassen, wo ich mitgewirkt habe. Und das ist eben auch alles von Nick gelaufen. Habe ich einfach gefühlt. Ja. Das ist schon geil. Das ist schon nice Musik. Aber das ist ja, wie hast du dich dazu entschieden? Es ist ja offensichtlich zu allem anderen, was du gemacht hast, machst einen Riesenbruch von der Stilistik her. Hey, ich habe immer mal schon so ein bisschen Rock-Punk Indie etwas machen, weil ich das auch dann viel gelost habe, immer noch hören. Jetzt ein bisschen weniger als dann. Und ich bin dazu auch brutal heartbroken gewesen, mit meiner Ex. Ja, und dann habe ich gedacht, so, der Ricky hat ein Studio, ich schreibe ihm jetzt einfach. Und der Ricky war dann mein Therapeut gewesen. Ja. Also Studio-Sessions sind dann auch Therapiesitzungen mit dem Ricky. Der hat beim Lyric geschrieben, auch. Ja, und auch sonst, auch das Ganze. Ich glaube, das hat mir schon mega geholfen, das zu überwinden. Weißt? So, vor allem die erste EP, das Safe Haven. Ja. Ist schon, du hörst ja den Vocals aus, die Emotion ist begeistert. Ja, und dann die zweite EP ist halt dann mehr, ist nicht mehr wirklich das Heartbroken-Zeug, ist einfach so, ja. Ich habe gedacht, ich muss halt dann wieder etwas rausbringen. Ja. Aber es ist auch eine ganz geile EP geworden, höre ich auch immer noch mega gern. Nur ein Konzert haben wir gespielt, gell? Ein Konzert haben wir gespielt. Das ist legendär gewesen, das Konzert. Das ist schon geil. Das Konzert war absolut eins zu viel. Ja, das ist geil. Das ist ganz geil. Wirklich ein geiles Konzert gewesen. Mit wem haben wir gespielt? Mit Hellfarts. Mit Hellfarts. Das ist jetzt Must Be Wrong. Ja. Was? Ja. Und... Gut, Hellfarts ist ein geiler Name. Ja, schon. Hellfarts ist ein sau stabiler Name. Die anderen Namen kenne ich echt auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe die Band einfach... Gumbo Show. Ja,
Ja, ganz geiler Abend gewesen. Ja, das ist ein grosser Dank an was ist das Jugendhaus Uster, oder? Ja, das Fritz. Das Fritz, wo ich am nächsten Tag gefragt worden bin, ob ich auch so kaputt sage, weil sie hat das Gefühl, jemand hat dir etwas ins Getränk da. Und ich so, ja, ich kann dir sagen, was dir ins Getränk da geworden ist. Dein Getränk. Weil Da haben wir schon Gin Tonic. Bruder, wer hat dort Gin Tonic getrunken? Und jedes Mal, wenn ich einen Gin Tonic bestellt habe, steht er dort und schaut mich so an und füllt so. 10 Sekunden später schaut er nochmal so, nein, da muss noch mehr Gin drin, Alter. Da ist ein Song, wo Gin Tonic heisst. Ja, voll. Alter, das sind wirklich 50-50-Missionen gewesen, mindestens. Und wir haben über 8 davon gehabt. Und weißt du was? Die Jungs von What You sind auch an dem Konzert. Was? Und die haben nämlich gepittet beim Hellford, weil die so, ja, so Alter, Fan die sind sind von so- Hellford. Alter, What Und You nach dem sind so Konzert geil. haben sie sich gegründet als What You. Echt? Und nur, Damn. Didn't see. Junge, du bist verantwortlich Nein, der Dario. dafür. Ja, aber du hast gespielt. ja, aber der Dario auch. Das war ja dein Konzert gewesen. Ja, trotzdem. Ihr seid Der dafür- Dario war Headliner. gewesen. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass the most punk Band auf dem Planet existiert. Hure Also, geil. hast du Geil. die schon mal live gesehen? Die sind. Ja, in Bülach. Ah ja, stimmt, ja. Fucking hell, das ist so insane gewesen. Ja, also das ist wirklich, krass das habe ich einfach gedacht. Krasse So, Bruder, Band. was machen die? Ja, im Ebri sind. Und dann sind sie auch einfach crazy. mit den Blindenstöcken im Moshpit. Genau, ja, ich mag mich noch erinnern. Die haben nämlich ihre Kollegen so gehebt, weil nachher haben sie miteinander gepögelt. Das ist so gut. Es ist so Fucking lustig. crazy dudes. Ja, der Kollege hat immer noch das Gefühl, er findet es immer noch lustig. Seine Freundin kann ihm immer noch erzählen, dass sie einen Blinden umgemoscht hat. Sie ist so umgestolpert und so in ihn und sind beide am Boden gelegen. So geil. Die sind einfach punk as fuck, man. Mega. Also ich stelle mir das so schlimm vor. Ich finde es eigentlich so mühsam, im Pit umzugehen, wenn du etwas siehst. Aber stell dir vor, du gehst im Moshpit, siehst einfach, wie du plötzlich mal so, du liegst am Boden. Ja, aber der Vodio-Album ist hart im Fall. Ja, Es ist ich habe es auch gelesen. Wirklich gut, wirklich gut. Liebe Vodio. Hm. Das ist wirklich... Das ist ein guter Segway. Du bist jetzt recht viel im Ausland unterwegs gewesen. Aber ich glaube, in dein Herz pumpt Schweizer Metalmusik, oder? Ja, so. Was sind so Bands, die findest du so wie geiler Scheiß? Jetzt ist recht viel so im Abgleich gehabt mit dem Ausland auch, oder? So. Ja, also ich finde Atropas brutal geil, vor allem Episodes of Solitude ist auch ein Album, das mich sehr geprägt hat. Dann natürlich Whiteout, absolute Bombe. Mercy. Das neue Album von Eversys ist auch geil. Monster EP Danke. ist natürlich auch in meiner Playlist. Muss ich ja jetzt fast sagen, oder? Musst du nicht. Aber Nein, es ist nicht viele natürlich Huren, schon viele nicht. Herd. Der Monster finde ich immer noch. Also ich finde es ist geil. Ja, Anthem for a Dying Day. Die Jungs müssen mal weitermachen. Ja. Jetzt, was wieder Du hast komplett heute eine sind. Story gepostet von denen. Ja, Haben die. sie einen Song rausgebracht oder hast du das Gefühl, so Nein, Boys es ist machen einfach jetzt so, mal? Alter, so geil, endlich. Das ist geil. Release endlich mal einen neuen Geil. Track. Was für ein neuer Track? Was für ein Track? Ja, und auch, eben auch alles so, also vor allem auch Offat and for Dying Day ist auch eine Band, die mich extrem geprägt hat. Die gibt es auch schon arschlang. Ja, ja. Schon lange. Auch vor allem eben der Luca. Luca Forge ist ist einer meiner besten Kollegen. Liebe sie. Ja. Und habe jeden Tag mit ihm Kontakt so, und darum sehr geil. Und sonst muss ich gerade überlegen. Gut, Also, es wo gibt du gut- hast gesagt, oder? Ja, aber das ist so, ist jetzt nicht etwas, was ich aktiv höre. Ja, So. ja. Es gibt schon ein paar geile Schweizer Bands, finde ich. Ich glaube, Breakdown of Sanity hast du nicht gelassen. Ich habe wieder Elovaiti, Ja. halt auch. Ich hätte vorher können ihm den Song zeigen, wenn es auch vergessen. Welche? Das war der Dings, eben Xonor. Ja, das müssen wir noch machen. Machen wir Ich- nachher, ich- ja. Ich kann es machen, weil wir haben nachher eine sehr wichtige Frage, die Don uns gestellt hat. Wo wir Also, wollen- Also muss ich das nachher da im Podcast beantworten? einfach schnell hören und nachher stellen dir eine Frage. Keine Angst, das ist Und- absolut nicht, Ja, nein. nicht relevant. Das ist Nein, nein. einfach, Das ist einfach das ist mehr witzig. lustig. Ja, wir müssen es nachher erklären. Ist wirklich Okay. check. Wir bauschen das Ganze jetzt viel zu fest auf. Es ist Ja, wirklich voll, einfach so. Es ist wirklich einfach so. Er hat jetzt so eine Screenshot-Geschichte und so das Gefühl gehabt, so, ich sag's nicht. Ich sag's Ja. nicht. So eine Screenshot-Geschichte, aber so das Gefühl gehabt, so, Wir müssen es nachher gespannt. erklären, es wird fucking lustig. Ja. Nein, Lexoner machen auch sehr interessante Musik. ja, wurde fresh. Ja, Boys. ist- Ja. Ja, Mhm. habe ich auch drin gelassen, auf jeden Fall. Und Mhm. ja, hoffentlich geht es so weiter auch mit den jungen Bands. Ich meine, Mhm. es muss ja auch ein bisschen weitergehen. So. Es gibt schon noch ein paar. Aber wir haben letztes Jahr herausgefunden, dass wir zu alt sind, um die jungen Bands zu kennen. so die 18-jährigen Bands, was es gibt, die kennen wir alle nicht mehr. Aber von den jungen Leuten muss ich sagen, viele sagen, hey, PLF ist im Fall. Also so als Inspiration.
Und das ist geil. Ja, eben, das ist schon krass. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so höre von anderen Leuten, dass meine Band so viel Influence hat. Anscheinend schon. Und da kann ich auch nur Danke sagen. Und Ja, wegen dir habe ich angefangen, ein bisschen Beatdown-Sachen zu hören, oder? Ich meine, wir haben auch jetzt im Februar einen neuen Song rausgebracht und wir haben dort auch einen Beatdown-Break drin. Ja, der Ding. Ja, leicht das clean Intro. Fuck, wie heißt das Ding? Ich weiß nicht, wie unsere Songs heißen. Was ist der mit dem clean Intro? Clean Intro. Mit dem, Ja, genau. Unser Nu-Metal-Song, wo ein Beatdown Breakdown hat. Genau. Ja, schon abgelost. Filthy Generation, genau. Ja. Jesus Christ. Ja, also, ja, voll, aber dort haben wir auch angefangen, Beatdown-Zeugs zu machen, oder? Und ist echt cool. Hast du ein bisschen hässig, muss halt ein bisschen. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, die Band hat es geschafft, dass so ein bisschen wirklich unnötig hässige Musik wieder ein bisschen mehr gelost wird. Weil PFS ist einfach geil. Ist offensichtlich unnötig hässlich. Und du kannst auch eben alles so rauslassen in dieser Musik. Eben, wenn du im Gym bist oder keine Ahnung. Ja, vor allem, ihr macht es ja gut, weil es ist nicht einfach, es hat noch irgendwie etwas drin, es ist immer noch so catchy. Es ist nicht einfach nur stumpf hart und hart. Es ist wirklich auch noch irgendwie, ich will jetzt nicht das böse Wort mit P brauchen, aber es ist für mich genug poppig, dass ich es wirklich noch hören, weißt du? So. Ja. Nein, es hat noch so irgendwie so einen, so... Das ist ja genau das, was wir wollen, oder? Wir wollen nicht einfach das 0815-Zeug probieren zu machen. Wir wollen wirklich etwas machen, wo die Leute so ein bisschen catcht, oder? Definitiv mehr Trendsetters als Trendfolger in dem Sinne. Ja, fix, ja. Weil ihr habt auch gezeigt, hey, weniger ist mehr, oder? So richtig, hey, einfach dumpf gute Riffs, oder? Statt mega Technical Zeugs zu machen. Es ist so wie eine Counterbewegung auf die ganzen Gent-Sachen, die vorher gekommen ist. In dem Sinne, oder? Alle haben so versucht, Metalcore oder Technical Shit zu machen. Und jetzt ist es so wie alle ein bisschen zurück zu den Roots, oder? Einfach, und wirklich mit weniger, mehr Space lassen für die Vocals zum Beispiel. Das ist auch ein Punkt, den ich aber bringe. Ich habe das Gefühl, deine Guitar-Parts bringen dich Space vom Zelli raus und die Vocals vom Zelli raus bringen Space. Ja, ergänzen uns sehr gut. Mega. Ja, das haben wir auch gemerkt. Ja. Und darum sind wir auch eigentlich Main-Songwriters, oder? Also, schreiben eigentlich alles miteinander. Und probieren immer wieder neue Sachen aus. Und das, was uns gefällt uns einfach. Ja, Zelli ist lustig, er hat auch aus den Vocals recht ein perkussives Element aufgebaut, irgendwie. Ja. Seine Vocals und der Kick sind irgendwie... Und Zelli, seine Vocals sind ein Rhythmusinstrument. Absolut. Hey, ja, eben, ich habe vorher schon gesagt, ich bin sehr froh, dass er der Frontmann ist in meiner Band und gleichzeitig mein bester Kollege, weißt du, was ich meine? So. Ja. Darum, es funktioniert einfach. Voll. Das ist auch ein interessanter Dude. Den wollen wir auch mal im Podcast bringen, wenn er mal Bock hat. Das ist schon nice. Wenn ihr nicht am Tour sind. Ja, fragst du ihn mal. Ja, gerne. Nein, etwas soll ich noch sagen. Voll. Wir haben ja über Nick geredet, oder? So Side-Projects. Denkst du, machst wieder mal ein bisschen so rockige Sachen? Also Bock ist auf jeden Fall da. Ja. Ob ich Zeit habe in der nächsten Zeit, weiss ich leider nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Vor allem so, Bock hätte ich so auf etwas Akustisches. Also wirklich nur Gitarre und Vocals. So Singer-Songwriter. Ja, genau. Das hätte ich mega Bock. Aber eben, muss halt mal... Ja. Jetzt habe ich ein Homestudio. Jetzt kann ich aufnehmen. Ja. Also hast du wirklich so ein Studio reingebaut? Nein, einfach so. Jetzt habe ich endlich mal Plugins installiert, das Interface, wo ich einfach mal schnell ein bisschen rumriffen und ich kann jetzt auch ein bisschen Drums programmieren. Sick. Ich habe nur gedacht, du bist ein Zimmermann, darum wäre es gar nicht so abwegig, dass du effektiv so ein Homestudio reingerichtet hast. Mit so. Ja, ist auch nur jetzt. Ich wohne ja in einer Blockwohnung. Aha, ja. Da willst du ein bisschen umbauen. Ja, weißt du, man, Wände riesen so da. Das ist kein tragendes Element. Voll. Oder mal ein rein 100% Oldschool Thrash Metal Projekt oder so etwas. Hätte ich auch Bock, aber halt einfach keine Zeit. Das ist schon so, ja. Und es ist halt doch eben, also ich meine, und wenn dann willst du Erfolg haben, so ist dann schon auch schon ein sehr langer Weg. Ja. Darum, weiß nicht, ob ich dann nochmal Lust hätte auf so etwas, so jetzt nach dieser ganzen Arbeit. Ja, voll. Jetzt mal schauen. Alles Step by Step. Für Suicides im Moment. Yes. Ja, Dings, Südamerika, Asien. Australien. Haben wir mal geredet? Ja, also es ist natürlich in Planung, aber noch nicht wirklich fix. Bitte und Japan Invasion. Wichtigste Frage einfach. Gehen wir mal auf Brasilien. Ich nehme es schon an, ja. Come to Brazil. Ja. Come to Brazil. Nein, also geplant ist sicher jetzt, wenn wir dann mache ich Studio und
Ja, Mhm. eben, ich meine, alles andere könnt ihr euch denken nach dem Studio. Ja. Oder? Also ich bin sehr gespannt. kommt. Ich bin sehr gespannt, mal zu schauen, wo der Weg führt. Weil es ist sehr interessant, euch zu sehen und wie ihr einfach die Reise macht. Ja, Cool. ja, gespannt. Ist ja wirklich eben ein Local Team Ja. am Gas geben. Ja. In den Big Leagues. Ja, ja wirklich. Wirklich. Es ist, Ja, so wie, fix. es ist wie der FC Winterthur, wo in die Nazi angekommen ist. Ja, Es ist einfach Ja. so, irgendwie, auch wenn du nicht FC Winterthur-Fan bist, du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, ja komm, ist doch cool. ja, wir Ja. haben gerade auch letztens von einer Band, wo wir alle nicht kennen persönlich, hat eine Story über uns gemacht. Habe ich auch mega geil gefunden. Und geschrieben haben eben, die haben etwas erreicht und so. Ist doch geil, so aus der Schweizer Szene, aus der Schweizer Metal-Szene. Und ich weiss leider nicht, wie die Band heisst. Warte, Die Story habe ich gesehen. Ja, ich auch. Die haben ein paar Leute markiert, oder Ja. nicht? Sie haben auch, eben auch uns markiert. Ja, ja. Und aus Bern, glaube ich, eine Band. Days of Ruin. Ja, Ja, Days of Ruin. Ja. Shoutout. Oh, Die Shoutout. sind aber geil, Alter. Geile sicher, ja. Wie habe ich gesagt? Honor von der Schweiz. Einer von der Schweiz, Dirty the Sorrow. Dirty the Sorrow. Ich finde Dirty the Sorrow wäre auch ein guter Bandname. Ja. So eine ostdeutsche Frau. Dirty the Sorrow. Zeigen wir sonst mal den Xonor-Song schnell. Stellen wir die wichtige Frage vom Tag. Und dann können wir sonst Du mal musst verdammt viel das ist schon editieren, Alter. abschließen. Das ist schon gut. Das ist ist meine schon Arbeit. Also, es ist mehr so, wenn wir Aber der Podcast ist noch nicht vorbei jetzt. Nein. Ich will es mal schnell zeigen, dann können wir noch ein bisschen schnurren. Also, Ja. Wenn wir die Frage nachher stellen oder vorher? Nein, zuerst los, ja? Okay. Und nachher hat er gelesen und dann können wir die Frage stellen. Es ist wirklich funny. Es ist nichts so dumm. nichts Tragisches. ich bin so gespannt. Immer wenn du einfach einen Chat hast mit den Xonor-Jungs. ist einfach fucking lustig, Mann. Jetzt haben wir ein bisschen vom Song Hell is Here von Xonor gelost. Wer stellt die Frage, du oder ich? Kannst du? Ich stelle sie so, wie sie der Donna an uns gestellt hat. Okay. Das war nämlich einfach gewesen. Schickt euch so den Link zum Song. Jungs! Thurgau Akzent. Was der Thurgauer Akzent, muss ich schnell kurz recherchieren, nicht, dass ich da irgendeinen Scheissdreck erzähle, aber der Thurgauer habe ich drinnen angeschnitten, gib mir ein Bier. Das ist ein Bier! Ein Bier! Sugarbier. Nein, kein Bier! Nein, ein Bier! Ein Bier, nicht ein Bier! Ein Bier! Ich brauche kein Bier, ist egal. Jawohl. Auf jeden Fall hat das... Schon ist das gegangen. Jetzt finde ich es nicht. Warte. Schon drauf, wo das Ja. Ja, kurze Frage. Ist das Metalcore? Weil sie haben anscheinend sehr viele Kommentare bekommen, dass es einfach Ich finde, dass es es ist Metalcore jetzt- sagt. Geiler Modern Metal. Ja, Alright. hätte ich Geiler eben auch Modern gesagt. Metal. Gell? Aber kein Metalcore, nein. Nein, eben. Gell? Hätte ich eben auch gesagt. Aber Ja. dann hat er uns einen Screenshot geschickt. Also, ja, this is cool, but it's just Metalcore. Ja. Nein, Okay, das ist okay, aber es ist nur Metalcore. So. Okay, es ist einfach nur Metalcore. Alle Thrash Metal Fans am Hate. Es hat mich ein bisschen, kennt ihr die Band Lost Society? ja. Geile Thrash Metal Band gewesen. Mhm. Jetzt ist sie einfach eine Modern Metal Band. Aber Ja, voll, ja. also ich fühle nur die neuen Songs nicht, Mhm. wirklich nicht. Aber ich finde jetzt, Xonor, ich habe es ganz ein bisschen so verglichen. Xonor hat es gleich gemacht, die haben Thrash Metal gemacht und jetzt macht er, ich sage, er ist ja Xonor, oder? 2, es ist in der Luca Ja. und da, ja. Ja. Jetzt macht er einfach geile Modern Metal Tracks, die ich auch fühle, weißt du, was ich meine? Mega. Also ich finde cool, dass so Lieds und so fangen die einbauen. Voll. Und Ja, ich Habe finde ich auch vor allem, gefühlt. was ich vor allem finde, ist, der Rhythmik hat nichts mit Metalcore zu tun. Nein, es ist immer noch- es ist ja straight Ja. geradeaus, weißt du, Ja. was ich meine? In der Fresse. so. Ich finde so Modern New Wave Thrash, finde ich so. Also, Donna, du hast es gehört, es ist nicht Metalcore. Es ist Modern Cool. Metal. Alright. Ja, Einzige Aufgabe vom heutigen Tag erledigt. voll. Ja, wir haben es gemacht. Ja, sonst ich glaube, ich will mich bei allen bedanken. Ja, ich kann zu danken. Ich kann auch eben nochmal allen Danken sagen, die da zuhören und Paleface Swiss unterstützen Ja, Mann. und uns das geben, was wir brauchen, oder, zum Weitermachen. Und Also merci vielmals. Ganz viel. Nein, Nein. Spaß. Der Support. Der Support. Auch Geld, ja. Ja, Geld ist halt schon Aber wichtig. ist ein guter Punkt, weil ich habe fast vergessen, eben, ich muss Paleface Swiss nachschreiben. Unbedingt. Spotify. Ja. Oh ja. Ich habe es komplett vergessen. Im Fall, ja. Mir fällt es eben auch nie mehr auf, weil das ist wie, ich bin mir auch ziemlich sicher, ich sage Electric Callboy ja die ganze Zeit nur Eskimo Callboy. Mhm.
Und, Ja, stimmt. Ja, und sonst so Zeug. Aber ja, du, das ist ja egal. Eine Frage habe ich noch. Bring dir mal Bier raus und nennen es dann anstatt Pale Ale einfach Pale Face. Ja, oder einfach Pale Ale, weil es ist ja ein Ale. Alter, nein, Pale Ale Swiss. Pale Ale Pale Ale Swiss. Alright, das gefällt mir. Also die Idee ist auch schon im Raum gestanden. Es ist auch schon Käse und Schoki im Raum gestanden. Also, aber es ist natürlich schwierig mit dem Verschicken, vor allem auf Amerika. Ja, Ist halt Aber immer warte, jetzt, du bist jetzt endlich mal ein Gast, den ich fragen kann. So, was ist das crazyste Ding, wo die Leute dich gefragt haben, das kannst du unterschreiben? So, hast du schon irgendeinen amputierten Fuß bekommen, von wegen, hey, schau mal da, kannst du bitte unterschreiben? Das ist der von meiner... Also ich habe schon viele Körperteile unterschrieben, wo dann auch nachher tätowiert worden ist. Crazy. Was? Ja. Crazy. Aber sonst... Dann hast du extra mehr Mühe gegeben, damit es gut aussieht, Also oder? dann bin ich immer so ein bisschen unter Druck, so fuck, wenn ich es jetzt verkackt, hat er oder sie meine verkackte Unterschrift Und vor allem für immer auf ihrem vor allem das Ding Körper. ist, wenn du sagst, sorry, ich habe es verkackt, mach das nicht, mach das trotzdem. Ja, sie machen es. Ja. Wir haben auch schon so müssen, er ist so mit einem Blatt, so, da, jetzt müsst ihr alle etwas zeichnen und ich tu mir dann jede Zeichnung von euch tätowieren. Und du Nachher so, hockst du dort so, Alter, was soll ich jetzt zeichnen? Ich habe dann so einen Sensor gemacht mit so einem Galgen dran, aber voll hässlich, weißt du? also Kein Peniszeichen? so, das ist eine richtig Nein, das ist schon undankbare, noch. das ist eine richtig undankbare Aufgabe. Ja, so. Weil, So, ich schaff mehr. ja, nein, nicht mal schaff mehr, aber vor allem auch, wenn du nicht, Du bist dann voll unter wenn du Druck. nicht kannst zeichnen. Ja. Weil ich kann nicht zeichnen. Wenn mir jetzt einer würde sagen, da, mal mir etwas und ich tätowiere mir das, würde ich sagen, Bruder, Mhm. nein. Get your life together, ich Bruder. mach das nicht. Du kannst von mir aus, nimm einen Songtext, den du willst, gang zu einem Tätowierer, sag ihm, du hättest gerne diesen Songtext auf dir oder sonst irgendetwas. Ja. Aber ja, Ja. gut, wobei zum Versi, ich meine, ich habe da einfach so ein riesen Scheiss-Tattoo gemacht. Also nicht, ich finde es richtig geil, ich liebe es, es ist einfach ein Punkt, ein Strich und ein T. Alle, die das jetzt ausrechnen können, ja, es ist verdammt klein, es ist nicht groß. Aber es ist eben geil, weil es ist ein Punkt minus T. Und wenn das rechnest, gibt es gut. Du kannst einfach vom Wort Punkt mal minus T machen. Ja, Pan. Punk. Der Punkt. weißt Ah, Das ist Alter, Punk. stimmt. Ich kann auch so lange Das ist noch das K. es ist fucking dumm, das zu tun. Aber eben, so Zeug ist so. Du bist so Aber Punk. das habe ja ich entschieden, nicht wenn ich so Ja, nein, aber keine Ahnung. Eben auch so Kaputtäschchen, Hüte, Schuhe, Hosen, Und Zelli sind Schuhe. Chelsea-Schuhe. Oh, Mann. Alles Mögliche schon geschrieben, ja. Geil. Hey, nein, aber merci, dass du gekommen bist. Ja, danke euch eben und hoffe wieder mal. Und Ja, definitiv. Ja, Also, wir sind gespannt, was die Zukunft von zubringt. Ja, und, und, viel ja, Spaß in der stay USA. tuned, danke. Falls ihr Reaction-Videos braucht für die neuen Singles, Ja. Machen wir sind absolut nicht erfolgreich, aber wir machen es gerne. Machen Metal Server Reacts. Alright. Also, Sollten wir echt mal machen. tschüss. Okay, in dem Fall, sind lieb miteinander. Hört Paleface Swiss, Perfect Swiss. also richtig gesagt. Yes. Tschüdelü. Ciao, ciao.